Lieber Gott, zwei Method, wann ich werden so wieder abstinent. Dazu hab ich kein Talent, nur ein Wein schenkt's mir rein. Ich bin heut, weil's mir gefällt, immer lustig, lebensfroh. Vor mir raus irgendwo, sing ich das als heut. Jesus, Freundel, ausgesteckt ist, da gibt's Weindeln gut und süß. Gibt's mir geschwind ein Lied daher, vorhin mir ist Kammerleer. Jesus, Freundel, ausgesteckt ist, da gibt's Weindeln gut und süß. Gibt's mir geschwind ein Lied daher, aber höher geht's nicht mehr. Servus, küss die Hände, es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Bund. Ihr hört Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon vorbei. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klausi zupft auf der Gitarre. Als Danke spülen wir noch den Berner Schand. Die Quetschen klingt halt super fein, die Kontrabomben hintendrein. Und das Gesang klingt jetzt auch schon recht human. Brummlein, grüß euch, servus, küss die Hände, es wird halt mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Bund. Ihr hört halt Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heut. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Jawohl, habe die Ehre. Grüß euch, servus, küsst die Hände, schön, dass wir wieder beieinander sind. Wieder ein Montag, die 81. Pavlatschen. Stimmt das? Ja. Ja, die 81. Die 81. Pavlatschen mittlerweile. Oh ja, ein Käse, ein Käse. Ja, grüß euch gut. Ja, du, ich gehe da wieder durch. Wir sind ja noch nicht so viel, da können wir ja. Geh durch, es ist ja Rudi Sommer. Korbis war der Erste. Rudi Korbis war der Erste, der reingeschrieben hat. Karin Albertine, Pristonik, wunderschönen guten Abend. Hubert Hinkhofer, Landtalstromer, Markus, der Daniela Schlögl, begrüßt die Pavlatschinger, Christopher Tauer, Christi Gott, Fritzl, Startguss, na muss ja dabei sein, man, wo sind wir sonst? Weit geht, Wolfgang Kroatzka, große Freude. Servus. Harry Schneller-Fonte, der Wein ist offen, Wurstsalat fertig, los geht's, jawohl. Harry Schneller-Fonte trinkt heute einen aus Domäne Wachau. Hat er mal schon ein Büdel geschickt, vielleicht? Wenn er sich benimmt, hau ich das Büdel, dann zeige ich alles. Zeige ich alles? Ja, Alex F. AT Rider. Heute Ehre die Burm und die Runde miteinander. Alex, servus, nur die Maike Pemperton aus München. Jawohl, der Maike. Das Hannerl, na großartig. wunderbar. Alles, was Rang und Namen hat, ist versammelt. Alles. Werner Wichtig, Karl Duschl, Irmi Hinkhofer, Markus Pristonik, Momo M, gestern erst gesehen, Peter Raffezeder, Thomas Franzka, servus Thomas, große Servus Freude. Thomas. Große Freude, ja, absolut. Dunja Androsch auch, Christi Gut, jawohl, Servus. Dunja, servus. Na super. Also da sind wir, können wir eigentlich anfangen. Jawohl. Eigentlich ja, ne? Roman Steirer, jawohl, meine Eltern auch dabei. Und grüßt euch. Was? Der Fritzl Startguss, schade, dass nicht jeder Tag Montag ist. Das trauen sie aber auch nicht viel sagen, gell? Weil der Montag ist eigentlich ein verhasster Tag. Bei den meisten ja. Christoph Acker ist Wenn auch man dabei. sich auf die Pavlatschen freut am Abend, nicht wahr? Oh, das ist schön. Eigentlich können wir damit den vielen Menschen den Montag zu einem erträglichen Tag machen. Versüßen direkt. Wer hätte das gedacht von uns einmal, dass das geht? Sitzt ein bisschen außen? Nein, das geht eh, gell? Ist draußen? Nein, das geht eh. Rück näher zu Nein, mir. die Gitarre ist eh. Die Gitarre ist ein bisschen abgeschnitten, aber das macht nichts. Nur oben ein Stückchen. Heute habe ich es extra gestimmt. Ich habe mir heute neu gekauft, ein Stimmgerät. Ich hab schon gesehen. Ein neues. Das ist ein schönes Display, man sieht das wirklich sehr gut und alles. Und das ist mit einem Akku, da kann man die Batterie nicht ausgehen, sondern nur der Akku. Gleiche Chance, wenn du dort bist. Ne? Aber, Wobei, wenn du ein USB-Kabel und eine Powerbank mit hast, geht Ja. schon. Also theoretisch müsste es mit dem Handy sogar gehen, übers Handy gehen.
Theoretisch. Also, Muss ich noch eine KW auch noch KW auch noch mitzahlen. mitzahlen. Früher habe ich mal Knopfzellen mitgehabt, aber auch schon lange nicht mehr. hat man ein Kabel in die Gitarrentaschen und geht schon. Ja, Aber es hat es nur so gegeben. Es ist Beim recht Auto aufladen, beim Hinfahren und so. Ne? aber das in Weiß, so, das ist schon recht Auffällig. ein bisschen dezenter hätte man es gewünscht, aber man muss sich dem Alter beugen. Wie spritzt er die Schwarz? Lieber nicht. Aber man braucht dann, wenn man was sieht. Meine Lackierfähigkeit. Nein, aber eigentlich. Naja, Das ist was anderes als ein Plastikklumpen. Aber man traut sich halt nicht. Ne? Ein kleineres, dezenteres wäre dann doch ein bisschen zu wenig für mich sichtbar. Also da merkt man schon, dass man ein gewisses Alter aufzieht. Es ist ja so. ja, wird ja auch schon schaßaugert, wie man sagt. Ein bisschen. Forte Eisenmann drüber. Gera 1.0 ist dabei, Martin Rexes aus Nizza. Grüß dich Gott, servus. Super, dass du dabei bist. Mit Christoph Acker war die Vosthofer Eis gefahren, in Klosterneuburg bei ihm. Noch einem herrlichen Motorradl-Tag. Wann ist er am Samstag. der Christoph überhaupt? Donnerstag. Donnerstag, alles klar. Donnerstag aus Island heimgekehrt mit dem Motorradl. Das weiß ich noch gar nicht. Und und da muss er noch dazu. Da muss uns noch dazu. ja, unbedingt. Roland Sperg, grüß dich Gott, Grüß Gott. Grüße aus dem Weihviertel die Wienerli und der Roland Sperg. Grüß dich Gott, auch einen schönen Sonntag bei euch verbracht, hat uns sehr gefallen. Es war traumhaft in Sirndorf gestern. Herrlich. Ja, war wirklich super. Ja, und absolut. Am Abend haben wir uns ja dann, also am Vormittag, es war der Frühschoppen bis 3 sowas. Und dann am Abend haben wir noch gespielt beim Kultursommer Wien. Ja. Und das war wieder eine Meisterleistung, weil wir haben gespielt, 10 Minuten später, eine Viertelstunde später. Rumps ist gegangen und das Gewitter war da. Aber wir waren fertig, wir waren drucken, wir haben sogar CDs verkauft, also war ganz eine leibende Geschichte. Absolut. War sehr leibender Tag. Ich würde sagen, bevor du die Flasche anbottelst, Ich wollte schon. dass wir trotzdem noch Spielen wir noch aus. Yes. Ja, das hätte ich voll Ist gesagt. gut, ist gut. Ich hoffe, Ton passt wieder heute. Ich glaube schon, nicht? Oder ist es leise? Nein, wird schon passen. Ein bisschen auftragen vielleicht. Vielleicht etwas, wenn wir dann singen, ist vielleicht wieder zu übersteuern. Nicht? Ja, das kontrolliere ich da eh. Ich schaue immer mit einem Auge hin. Dann Aber verspült er sich dann, nicht? das ist oft so. Aber ich trinke mal einen Schluck Wasser. Habe ich schon nicht mehr auch noch einen. Ach so, ein Wasser ist schon, ne? Ist schon. Was machen wir denn, Herr Professor? Was machen wir? Oh, bin ich schon? Ist schon so weit? Bin ich schon? Nein, wir bereiten dich schon mal vor, Bin weil schon irgendwann 50. in Österreich wird man Professor und ich rede dich schon so aus, dass du dich daran gewinnst. Weißt du, wie man doch. Schön, gefällt mir. Herr Mandl ist auch dabei. Ja, servus, Super. grüß dich. Letzte Woche war ich in Lenkries in Urlaub. In Lenkries bei meinem Gitarrenbauer. Jawohl. Jawohl, das ist was super. Das ist super. So, also, Jetzt habe ich nicht nachgedacht. Ja. schlag was vor. Ja, hören sozusagen. Ja, meiner. Ja. Dann machen wir einen Tragerkönig, oder? Ja, gern, haben wir schon lange gemacht, ja. Ja, passt. Bin dabei. Ich bin Isi, müssen mich da kennen. Mich nicht kennen, jetzt das war noch schöner. Ich hab alle Titel, die es da gibt. Und bin überall beliebt. Ich bin der König von den Trarer. Bin ein Hallodri, ganz ein Schwarer. Ich bin Baron im grünen Kranz, der Karajan von Werner Tanz. Ich bin Herr Graf im grünen Buschen, doch nur daheim, da muss ich stark sein. Aber wenn's um meine Trara geht, bin ich die Trara, bin ich die Trara, bin ich die Trara Majestät. Jeder Hauer tut schon aufbewarten, hat rausgesteckt, krieg ich gleich meine Karten. Und die Schrammen stehen schon vor der Tür und meine Spätzchen stehen spaliert. Ich bin der König von den Trara, bin ein Hallodri, ganz ein Schwarer. Ich bin Baron im grünen Kranz,
Herr Graf im grünen Buschen, doch nur daheim, da muss ich Staubsaugen. Aber wenn's um meine Trauer geht, bin ich die Trauer, bin ich die Trauer, bin ich die eine Trauer Majestät. Ballett! Das Fashion Class! Ich bin Herr Graf im grünen Buschen, doch nur daheim, da muss ich hoppala niesen. Aber wenn's um meine Trauer geht, bin ich die Trauer, bin ich die Trauer, bin ich die eine Trauer Majestät. Jawohl. Jawohl, haha, Chief! Magst du Taschendeckel? Nein, gar nicht dabei, ne? Nein, ist alles in Ordnung, danke. Das war gestern auch recht lustig auf der Bühne, gell? Da hast du einen Niesanfall gekriegt und das ist ja herrlich, Sehr weil er da so selten nervös wird, so weil er nicht etwas. weiß, wo er hin müssen soll. Weißt du, wenn Corona ist, da sitze ich, da ist der Tontechniker da hinten irgendwo. Hast du aber dann dankenswerterweise zu mir. Ja, aber dann, das ist sicher. das ist Er hat mir jetzt weggeblasen vom Sessel, halber, nicht? Aber, na, schau. wenn du merkst, es kommt langsam, du singst und meistens zu 90% vergeht's eh. Das haben wir ja unter Kontrolle. Aber das war gestern nicht der Fall. Du merkst, das wird eher, es kommt. Ja, vor allem ein paar Mal nicht. Also es war, ich habe mir schon überlegt, ich war animiert, ob ich nicht ein Nieslied schreiben soll, weißt du? Ja. So ähnlich wie die Ruslinger Bötzinger, wo man nicht hust, sondern wo man niest. Niersen, ja. Ja, wo man das Niesen einbaut. Da habe ich schon überlegt. Auf die Achteln von einer echt gefällt, das ist Ich bin der Graf von der gesöchten Plunzen und wer viel trinkt, muss auch viel wollen. Das kann nur nur die vom Korbe. Ja, wenn man der Gruppe Rudolf. So die Achtel von einer. Die Achtel von einer. So, jetzt ist es aber soweit, oder? Jawohl, Toni Androsch natürlich. Haben wir uns letztes Mal nicht blicken lassen, weil die Hochzeitsvorbereitung haben uns auf Trab gehalten. Das haben wir uns nicht gedacht. Das haben wir uns gedacht, dass da natürlich voll der Dingsatz. Der Jota ist dazu gestoßen. Jawohl. Ja, Patrick, ich würde sagen, Ich walte meines Amtes. vielleicht sollte man noch dazu sagen, wir haben an sich schon die Kisten Wein Gestern bekommen, geliefert. ja. Vom Zierensack, von unserem nächsten Dauertester. Aber ja, die haben wir noch nicht eingekühlt und auch die Werbegrafik noch nicht gestaltet. Und da haben wir uns gedacht, nachdem wir ein herrliches Konzert am Freitag gehabt haben beim Ausblick, trinken wir heute nochmal einen Ausblick. Und du hast einen ausgesucht. Ich habe ihn ausgehört. Und zwar ein Rosé vom Ausblick. Ist ein bisschen was Besonderes, die Rebsorte Rosé vom Rösler. Der sehr viel über Jahrzehnte seitdem gibt, eigentlich meistens als farbgebender Wein. Wenn ein Wein zu wenig Farbe gehabt hat, hat In man einem Rösler Cuvée, dazu ja. gegeben, In einem dass er ein Cuvée. bisschen mehr färbt einfach. Aber der reiner Rösler als Rosé, bin sehr gespannt. Ja, Steht das Jahr drauf? Ah, wahrscheinlich ja. Ein 20er, ein junger. ein Junge. Ein 20er, ich bin sehr gespannt darauf. Der passt echt. Der Wein gießt. Ja, bitte darum, bitte gieß. Ausblick Wien. War wieder ein herrlicher Abend beim Ausblick, muss ich sagen. Absolut, ja. Traumwetter, Traumpublikum, guter Wein, gutes Essen. Ein Blick auf. No, das war da herpotzt. Das war der Schwitz. In das schöne Studio potzt man, tut nicht einer. Das war nur der Schwitz. Das ist klasse. Nun denk, sehr zum Nun, Wohle, dann Prost. sehr zum Wohle. Prosterle. Prost. Prost auf Auf euch. ja. Schön, dass du da seid wieder. Oi. Hast du was gesehen, oder? Nein, Also- also, schau mal nur die Farbe ein bisschen so gegen das Licht und du So, das Weiße jetzt so. du spülst nur quasi. Ich spüle nur. Man dachte nicht, du. Zuerst spielen, dann spülen. Also das Ich glaube, du machst jetzt eine Analyse oder was? Ja, Ulrich ist auch da. Mhm. Sehr gut, ausgezeichnet. Der Christoph Acker fragt schon, von wo ist der Zierensack? Wo bekommt man den? Der ist aus Jedenspeigen. Oder aus Zierendorf? Nein, Jedenspeigen. jeden direkt. Schwein, ja, ja. Jedenspeigen direkt. Ich glaube, ja, oder mit der Wird's? der Schlag. Ja. Oder zumindest die Nachbar, oder ja. Nein, aber er ist ja Jedenspeiger. Ich glaube, es ist in Ich glaube schon, Jedenspeigen. wenn nicht, wird der Roland Sperg sofort korrigieren. Aber es wird dann, also mit der, wenn er dann Dauerwinzer ist, ohnehin wäre dann natürlich entsprechend Wo man ihn bestellen kann. die
die Details, erst heute steht, das ist ein Wahnsinn. Das ist mir auch schon mal gegangen. Kannst du dich erinnern, was ich da keinen geraden Satz heraus? Ja, das kann ich mich erinnern, das hast du oft. Aber Gott sei Dank nicht oft. Das wäre furchtbar. Ja. Also auf jeden Fall gibt es noch die Daten und der ist in Gettenspeigen daheim und fährt aber immer liefern nach Wien. Er selber, also kann man auch bestellen, kommt alles in Bälde. Der Uli, ich meine, den Adel gut überstanden, ja, gut, bestmöglich. Herrlicher, das kann man auch durchaus sagen, ein herrlicher Heiriger. Wirklich nur Aussteckzeiten, ich glaube 3 oder 4 Mal im Jahr. Das ist ein Mostheiriger, ne? Ein Mostheiriger in Tenneberg, das ist da bei Altenmarkt an der Triesting. Und ist immer ein Motorradl. Man merkt das auch die Kinder. Also man merkt an den Kindern, die Geschroppen, dass der Vater Motorradl-Fetischist ist, weil da ist der Kleine ist durchgeschossen dort mit so einer kleinen elektrischen. Ja, klar. Getrieftet und alles mögliche. Ich meine, der weiß ich nicht, wie alt der war, 2, 3? Na, 3 Jahre wahrscheinlich. Ein Wahnsinn. Und, na super, ja, da waren wahnsinnig viel von der Brennraumgemeinde, Zonkoswelt, ja, nicht, von der, also Motorradler, irrsinnig viel sind da zusammengekommen, haben einen Riesenhetz gehabt, muss ich sagen, das Wetter war traumhaft schön. Und wie gesagt, gutes Essen, gut Most, wir haben nur einen Sirsen getrunken, nicht, wegen einem Motorradfahren, aber war wirklich eine leibende Geschichte. Und dann bin ich mit dem Acker heimgefahren und mit Onkel Ramirez und mit Harry Schneller-Fonte. Jetzt sind wir nicht weit gekommen, sind wir gleich ins nächste Kaffeehaus rein und dort einmal auch pausiert, nicht? Weil man ist ja da schon wieder 3-4 Kilometer gefahren. Na, man ist ja keine 20 mehr. Richtig, die ganze richtig. Partie nicht, also die 4 jetzt. Also, Du, und dann sind wir angefahren und ich mit dem Acker noch, dann bin ich so über Klosterneuburg und da wollte man noch auf ein Eis, aber mein Munkelein hat ein herrliches Eierschwammerl-Gulasch zubereitet. Und ich sage, ja, leider Eis müssen wir auslassen, aber da muss ich haben, weil ich meine, ich mag nicht viele vegetarische Speisen, aber Eierschwammerl-Gulasch mit einem guten Knädel, auch selbst gemacht vom Munkelein, na, ein Wahnsinn. Ne? Das war's wert, Christoph, dass ich dich da sitzen lassen quasi, genau. aber wir haben gesagt, das holen wir noch. Das holen wir noch. Ausblick Wien hat sehr gute Weine, wie auch alle anderen Weine, die ich aus Österreich bestellt habe. Top, Fritzl, Startguss, das gefällt mir. Mit der Suron haben wir nicht hinhalten können, mit den Buben, ja stimmt. Nein, der Bub war ein Wahnsinn. Der Bub war echt ein Wahnsinn. Bekannte von meinem Schwager, der Bub ist jetzt 5 oder 4, der fährt auch schon Motocross. Ja. Der elektrische und der Benziner, so ein Ja, kleiner. Das ist unglaublich. Naja, wie der Vater immer, der Vater auch Motorradfahrer und Autofan auch. Ja. Und sagt, naja, der Kleine, wenn es die aufhaut, wie beim Skifahren, die fliegen nicht. Die fliegen nicht weit. tief. Nicht tief. Ne? Die Das fallen, ist einfach gleich wenn die Kinder hinfallen, ist es so, wenn ich mich hinsetze. Den Aber haut's ich auf. verletze mich mehr beim Die Hinsetzen. Kinder haut auf, denen ist das völlig wurscht. Weißt du? Ja. Aber da hat Alex recht, da haben wir mit der Suron nicht mithalten können. Weil der Bernhard seine elektrische Das habe ich gesehen, war sehr am lustig. Foto, Ja. ja. Aber passt auf, aber jetzt genug davon, also auch sehr leibend und wenn's, es ist auf Facebook und auf Instagram auch Mostheuriger am Reisberg. Nicht Reisenberg oder so, sondern der Reis, das Reissakel Reisberg. So heißt er und hat 3-4 Mal im Jahr ausgesteckt. Wirklich ein kleiner Name und absolut empfehlenswert. Ja, das Eis schmeckt auch nach, Christoph Hagen. Das ist mir schon klar, aber ich hätte dir trotzdem gerne Gesellschaft geleistet. Wir haben fast 3 Stunden heimgebracht, sagt die Daniela. Bei den letzten Kilometern echt über keinen Sturm geworden. Erst im Finstern heimgekommen. Ui, Nein, warte mal, bei uns, ich bin ja auch heimgekommen und dann hat es auch bald zum Regen angefangen sogar. Für uns draußen. Ja. Ja, Hauptsache alle sind gut heimgekommen. Das ist das Wichtigste. Alles was gut der gegangen. toll. So, Patrick, jetzt komme ich zu was anderem, sehr wichtig. Ah, Ich meine, ich heute, rieche ihn schon die ganze Zeit. Das ist ja ein Genuss für mich. So. das ist ein Wahnsinn. Mir hat heute, also gestern, hat mir ein Freund, den ich aus Tiroler Zeiten quasi kenne, angerufen oder sich gemeldet und gesagt, ich bin in Wien für ein paar Tage und ich hätte euch was mitgebracht zum Verkosten. Da habe ich Verkosten gesagt. Ne? Und zwar erst Tirol von gemeinsamen Freunden, von dem einen habe ich gar nicht gewusst, dass er einen Käse macht. Und der andere, und zwar ist das ein wollte ich vergessen, ein Blauhudler. Wie heißt es die Also ein Blauschimmelkäse. ja, und wie heißt es, der geht, ich muss so merken wollen von oben, aber am Papier steht so mit der Kugel. Ist ja wurscht, der Blauhudler. Ein Blauhudler, und zwar ist das im Jahr so ein Blauschimmelkäse und der ist dann mit Uhudler eingerieben und so weiter. Während der Reifung steht also immer wieder mit dem
U-Hudler Ja. angewaschen quasi. Und den hat er mir heute überreicht und mit besten Grüßen an den Patrick und mit besten Beste Grüße Grüßen auch an wieder, die, an die Pavlacisti. Die haben uns schon lange nicht gesehen. Ja. Ja, er schaut jetzt auch nicht zu, er schaut sich dann nachher an. Er kann, weil er eben in Wien ist und jetzt trifft er sich natürlich noch mit ein paar Freunden. Und er wird das natürlich nachholen und es wird nachher anschauen. Und es war tatsächlich so, das Erste, was ich ihn gefragt habe, ist, wie er mir den überreicht. Da habe ich gesagt, und hast du einen U-Hudler auch mit? Nicht, weil ich ein Schambolzen bin. Ich bin so. Hat aber keinen gehabt, der war aber jetzt zerknirscht, hat mich gleich zum Essen eingeladen. Heute, das war jetzt das Nächste. Nobel, Also, ich führe ja ein Influencer-Leben. Das darf man nicht vergessen. Darf man nicht nicht? vergessen, ja. Nicht? Das ist ja Wahnsinn. Nicht? Und auf jeden Fall ist der Patrick heute gekommen und ich sage ihm das und das erste, was der Patrick sagt, und hat er dann Hudler auch mitgegeben. Bin praktisch veranlagt. Auch, weil- Ja, nein, wir sind einfach nur Säufer. Aber weil ich das ja abgeholt habe und ich dann eben beim Essen, wo wir uns halt dann getroffen haben, übrigens auch eine Empfehlung, falls jemand da im 22. Bezirk einmal in den Genuss kommt oder in die Zwangslage, kann ja auch sein, der sagt, ich brauche ein Wirtshaus. Möchte ich auch eine Empfehlung abgeben, weil wirklich eine gute Hitten da bei Hirstetten ist das dann schon, auf der Hirstettener Straße 11, habe ich mir sogar gemerkt, weil ich ihm den Link geschickt habe, die Einkehr Weißer Esel. Absolute Empfehlung, keine Werbung in dem Sinn, weil ich ja alles gezahlt habe, es sei denn, es zahlt derjenige, der einen Käse bringt, aber grundsätzlich wirklich eine Empfehlung, gute Wiener Küche, ein schöner, wir waren noch nicht dort, gell? Ja. Ja. Nein, ein Fehler offenbar. Ein Fehler, ein großer. Ich glaube, dein Bruder war schon dort, würde ich mal. Aber auf jeden Fall wirklich empfehlenswert. So, genug der Empfehlungen. Ich würde sagen, weil ich ihm zum Essen, dass du, Machst du nein, du hast die Ehre, Ich jetzt denke, ihn ja, anzuschneiden das ist und schön. zu kosten. Danke. Marvi Hof ist auch da. Bin Grüß dich so gut. frei. Servus Vicky, Manfred, grüß dich gut. Dann werden wir da mal ein Stückchen heruntersäbeln. Einmal. Wow, der ist gut. Der zerrinnt richtig. Ich habe schon, na gut, ich habe ihn gekriegt, dann wollen wir Motorrad genau. noch bei einer Klangfarbe im Musikgeschäft. Das macht gar Also nichts. er ist temperiert. Das macht überhaupt nichts. Kaviana ist auch dabei. Kaviana, grüß dich gut. Servus. Du, Kaviana, hau einen Link, zumindest einen Spotify-Link oder was, weil du hast ja wieder eine neue Platten rausgebracht. Und ich habe mir es noch nicht angehört, ich gebe es zu, weil das war immer zwischen Tor und Angel und ich will das nicht so nebenbei, weißt du, möchte Nein, ich schon, das kann ich auch weißt, da nicht setze ich mich hin auf gemütlich und dann höre ich mir die Sachen an, aber ist sicher leibend, aber Kaviana, hau eine, da im Chat, zumindest den Link, den Spotify-Link oder YouTube-Link, wenn du es dann hast, super leibende Wiener Mundart Musik. Ich weiß nicht, wie das war interessant. Kaviana, schreib mir eine, wie definierst du die als Wiener Liedmusiker oder eher oder anders? Oder Austropop oder was? Wie du das definieren, wenn dich einer fragt, was magst du für Musik? Auf jeden Fall sehr leibend. Empfehlenswert und bitte schreib einen dann Link, dass die Pavlacingers, die Pavlacis, die gleich nachschauen können. So, dann Schlucker Wein. Heute haben wir schon wieder neue Noten bekommen, gell? Neue Noten von zwei großartigen Musikern. Altgedienten, die gibt es länger als uns. Die gibt es ein bisschen länger als uns, ja. Gibt es länger als uns. Sind Und auch schon die Alten. sind auch schon die Alten. Unglaublich, aber es ist so, ja. Und da werden wir, und das Lied, das lernen wir sicher ein, weil das ist so lässig. Einer von den zwei hat mir einen ganz berühmten Papa auch. Ja, Wienerlied-technisch gesehen. Wienerlied-technisch, ja. Aber aber das kommt noch, also das ist quasi ein Teaser, wie man so schön sagt. Ja. Weil das Lied lernen wir uns ein und das ist wirklich ein prophetisches Lied. Ja, weil das, wie lange, wie alt wird das sein? 20 Jahre. Sicher, ja. Vor 20 Jahren geschrieben, absolut prophetisch. Freut euch drauf, es wird kommen. So, wie ist er? Ein Traum. Weitaus milder, als was ich mir gedacht habe, wie ich ihn gesehen habe. Aber guten Geschmack, ganz einen weichen, schmelzenden Teig. Ich bin begeistert. Ganz, ganz spitze. Gudelt wird einmal noch Gudler. So was auch, ich habe Mitteilungen. Ich habe Mitteilungen. Ja, das gefällt mir. Werden wir auch gleich kosten. Was hat mir der Friedler Stadtguss da geschickt? Schwarze Paradeiser. Haben wir auch. Heuer, ja. Warte, das schicke ich. Oh, Ja. ja, was ist jetzt los? Muss ich anders. Ach, so muss ich es machen. Verzeih, ich muss das gleich. Du So, noch halt weiter. eine. Halt eine. Ist aber. Ist dabei. Soll das eigentlich Leute unterhalten, während ich da Ja, in und da Hände halt die spiele? Leute, aber die Leute wollen ja nicht immer permanent nur überfallen werden. Die überfallen, die bei uns zuschauen, wie wir fressen und Hände spielen. Das ist auch nicht, schön, ne? das ist nett, finde ich. Was ist Also, da nicht? Mit dir kann man nichts sagen. So, warte mal. Kann man den Käse auch wo erstehen? Ich werde mit meinem Glas einmal
schlau machen. Ja, den kann man, ja, den haben wir auch gekauft. Ich glaube, die machen den nur privaten, der dem schenkt. Nein. Wow. So. Nein, pass auf. Wo Ein ist denn Genuss das? sondergleichen. Ich liebe ja Käse überhaupt. Merkt man gar nicht, Patrick. Weiter Merkt zu. man gar nicht. Da habe ich, das, was ich wollte jetzt noch. So. Oh, mein Schlucker Das Wein muss ich auch noch. auch. Das muss ich auch. Trinkst aber einmal was, vergesst nicht aufs Trinken, sage ich euch. Nein. Wir vergessen nicht aufs Trinken. So, das haben wir schon da. Der ist da. Und zwar haben wir da. Ui, da habe ich viel runtergeladen. Habe die Ehre. 500 MB. Ja. Nein, andere Sachen, die habe ich noch gar nicht rausgekramt. Ui. Ja, sag einmal, mein lieber Scholli. Ja, aber das jetzt auch geschickt oder nicht? Das ist mir auch geschickt, oder was? Oder? Nein, Aha. dir schicke ich nichts, Patrick. Dir schicke ich nichts. Aber da habe ich das jetzt geschickt oder nicht? Warte, jetzt warte. Na, pass So, auf. warte mal. Kannst du Mal angehen? schauen, der das sonst noch. Was haben wir da? Warte mal. Karl Werner, ja gern. Also ich würde ja sagen Mundartmusik, ja, passt. Aber ein bisschen von beiden. Textlich Anleihen von Gwaltinger, musikalisch Stanzer und Co. Aber die aktuelle Scheiben ist eher Turbobier. Fetzenschädel, jawohl. Fetzenschädel, schaut eine K. Werner, findet sie überall. Fetzenschädel und natürlich Genau. das liken und so weiter, weil eben Musiker, die jetzt noch dieser Genre, also auch mit Mundartmusik aktiv Sagen wir sind. Dialektmusik oder Mundart, ja, super. Was schreibt der Hacker? Nichts gescheit sicher. Patrick, wo sind die Paradeiser? Nicht, die sind daheim. So. Im Garten. Schaut sich die schwarzen Paradeisauto vom Fritzl. Das ist ein Wahnsinn. Hinten eine Ich hoffe, ich sehe sie auch gleich. Holz- oder Blech Ente. Ja, Ja, oder? aber sehr leid, aber schauen wir gut aus. Und der Fahren im Hintergrund ist ja richtig. So. Und schaut her, nur weil wir jetzt dabei waren. Wenn wir jetzt dabei waren, hauen wir noch eine als dauert. Hauen wir einen Käse rein. Der Bernd Roh fragt gerade, wie der heißt. Übrigens, Servus, Christi. Wer gerade schreibt Christi in die Runde. Das ist dein Part. Und willst du, Wie der Käse heißt. weil das Handel schreibt, ohne Brot geht das gar nicht. Willst du so eine Stange haben? Ein Brot ist beim Käse Nebensache. Willst du so eine Stange haben? Muss nicht unbedingt sein. Aber da, nicht das so. Weil das Brot wollte ich jetzt im Onkel nicht wegessen. Käse, Nüsse und Wein drum angeholt. Warum lieber Brot? Ja. Ich bin nicht so der Brotesser. Ja, das ist ja kein Brot. So wie, das heißt so wie dein Stange. Munkelein. Also das haben wir Das sehr ist eine Stange. Schau, die stelle ich da so her. Hätten schön reingehört, die so ein Glas so aufgestellt. Gell? Ja, hätte schon gehört, ja. Aber Wir haben uns schon wieder verplaudert vorher, weißt du? ja, ich hätte es auch ohne Verplaudern wahrscheinlich nicht nur so hergestellt. Also. Ja, gut. Der Käse heißt Blauhudler. Und ich gehe dann auf und schaue noch. Willst du das Papier heißt. holen gehen? Bezieht sich auf die Ja. Geh hol so, aber das liegt in der Kugel. Gut, komm gleich. Das sei so gut. Dankeschön, scheint in der Zwischenzeit heuer nicht da. Die Domäne Wachau von unserem hochgeschätzten Der Patrick ist so unglaublich geschickt beim Tier aufmachen. Unser hochgeschätzter Harry Schneller-Fonte haut seine, da schaut euch das an. Domäne Wachau. Domäne Wachau. Am Balkon. Und was hat er gesagt? Wurstsalat, ne? Jawohl. Einmalig. Einmalig. So. Na gut, jetzt habe ich da das Brot in der Hand. Das kann ich nicht essen, nicht? Weil jetzt kann ich nicht essen, wenn ich allein bin und reden daher. Aber trinken geht immer, weil da kann man gleich nachher auch was sagen. Also das ist problemlos möglich. Ich habe schon wieder angefangen. Ich lese das. Ich hörte dich lästern. Nein. Rotholzer Blauhudler. Rotholzer Blauhudler. Ich kann nicht sagen, wo er gekauft hat, weil das ja runtergerissen, nicht, dass man den Preis nicht sieht. Aber es ist ja, Braunecker, das ist ja das Filiale Rotholz, also in Rotholz in Tirol. In Rotholz in Tirol ist das. Mehr kann ich auch nicht sagen. In Rotholz 50. Das ist genau. Also, aber das findet sicher. Der Rotholzer Blauhudler. Absolut wild. Und das machen zwei Freunde, also die echt noch kennen aus der Jugendzeit, die machen sowas. Aber wonnevolle Jugendzeit, Ja, kann ich dann ja, sagen. das bringt's, dass man da so Leute kennenlernt. Gut.
Der legt sich ganz schön ein, wie man sagt. Ja, gut. Wollen wir gleich wieder was spülen, aber jetzt haben wir noch beißen und genießen. Sag was, ich Es gibt ja heute einen wunderbaren Anlass, auch um was zu spielen, nämlich. Richtig. Spielen wir zuerst Spielen wir das oder zuerst spielen wir dann zuerst Geburtstagsding? Spielen wir auch zuerst den Geburtstag. Wäre dafür, dass wir zuerst was für den Geburtstag spielen. Ich nehme einmal die Harmonika auf. Aber ist er mit gemütlich runter? Ja. Das hat noch Zeit. Ich nehme mal die Harmonika auf, mich noch mit gemütlich, aber Ja, ich fang schon mal an. wir haben aber ja ich sag mit gemütlich. wir haben ja ein Geburtstagskind unter uns heute, das ja schon von Anfang an zuschaut. Ich darf das schon sagen. Die Karin Albertine Pristonik hat Geburtstag heute. Jesus, nein, das Muss geht man nicht. zuerst noch was Ich ausschneiden. schenke dir sofort nach. Die Karin hat Geburtstag. Da steht, schaust, was wir es wissen, gell? Tja, Und haben wir nicht gesagt, nachdem er ja, langjährige Pavlachistingerin, sagt man das dann so? wir haben sogar bei der Hochzeit gespielt. Das ist ja bei den Pristoniks. Und ich meine, ist ein guter Segen gewesen. Ja, offenbar ja. Auf jeden Fall, wie sagt man jetzt, die weibliche Pavlachistingerin? Wie sagt man da? Pavlacista, oder? Ne? Pavlachista? Und wie der männliche ist der Pavlachista? Gemerkt, nicht. Pavlatschingerin. Pavlatschingerin ist einfacher, ist besser. Die Pavlatschingerin, lang Jahre dienliche Pavlatschingerin, der spielen wir jetzt einmal ein Geburtstagsständchen, liebe Karin, das machen wir. Und die anderen, da möchte ich euch bitten, haut eine Orgie an rote Achteln Geh mal, was geht? zum Geburtstag für die Karin. Also, gehen wir es einmal an, jawohl. Hoch soll sie leben, hoch soll sie leben, dreimal hoch. Hoch soll sie leben, hoch soll sie leben, dreimal hoch. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, liebe Karin, zum Geburtstag viel Glück. Jawohl! Alles Gute zum Alles Gute, Geburtstag. Karin. Schau, schau, da trinkt man Stutz, schau die Achteln von rein. Erheben wir sofort das Glas. Karin, Prost. Die Achteln kommen auch eine von euch. Die Achteln von rein. Das ist schön. Sehr zum Wohl. Alles Liebe. Gesundheit, Glück, Zufriedenheit, alles was du wünschst, das wünschen wir dir auch. Und jetzt kommt aber noch was. Ein kleines Präsent. Ganz präsent alle. Und du weißt ja, wir als Musiker sind in diesen Zeiten flach. Komplett flach. Also wir können da original, wir könnten da nur ein Stück Käse anbieten. Aber das geht jetzt da nicht. Ist es so virtuell auch schwierig? Aber wir haben auf jeden Fall Dank. Dank deines Herrn Gemahl. Wissen wir natürlich, was für ein Liedl für die gewünscht wird. Nein, dein Gemahl hat ein Lied gewünscht für die. So schaut's aus. So schaut's aus. Und das reißen wir an. Ihr wisst eh, um was geht. Der Werner Wichtig, auf das kommen wir dann noch zu reden. Ja. Der Werner Wichtig hat da schon original die Recherchiert. Details rausgeholt. Ganz grandios. Ja, danke, das werden wir dann nachher behandeln. Aber jetzt einmal für unsere Karin Albertine Pristonik Im Original. mit der Tinkelschrotmühle, Jawohl. wie es gehört. So schaut's aus. Sie kennt alle, die jemals am Friedhof durchfahren. Künstler und Hacker, Generaldirektoren. Ah, jeder tut sie friedlich grüßen. Egal ob's groß oder klein müssen. Dafür hat man ihr was ins Kerl rein. Ja, bei der Sense geht man gerne. Mein Schatzel ist a Häselfrau am Friedhof in Stadtlau. Die Handschrift gelb, das Schild so blau. Mit Zinsi,
alle die Mittel, das im Fernsehen bewähren. Duftende Hake und Kohl, sie hat's gern. Fröhlich tut sie Häsel putzen, weil er will sie ja schließlich benutzen. Dafür hat er ihr was ins Kerl rein, ja bitte erzählt sie, hört er gerne. Mein Schatzerli ist eine Häselfrau am Friedhof in Stadtlau. Die Handschuhe gelb, das Schürzel blau. Mit sie aus Stadtlau. Jetzt reiß an der Welt, jawohl. Jawohl, Karin, alles Gute von uns, von deinen 16er-Buben. Feier noch schön heute. Schön, dass du dabei bist bei der Gala. Das ist überhaupt das Das ist ja das Leibendste. Leibendste, ja. Das ist überhaupt das Leibendste. So ein Ehrentag quasi. Hast du heute? Ja, heute genau. Ja, heute genau. Und verbringt den Geburtstag mit den 16er Buben. Das ist natürlich eine besondere Ehre. Das gefällt uns total. Also schauen die Achteln. Alles für euch, Ja. alles für die Albertine. Karin Albertine, Karin hat schon geschrieben Danke auch und hat auch die Achteln. Ich meine auch ein Tränchen der Freude gesehen zu haben. Bravo Markus, das gefällt mir. Jawohl. Wir haben das quasi nicht, das ist ja wirklich interaktiver Livestream, nicht? Wenn man so, jetzt geht es um die Karin, du hast aber quasi einen Markus dabei, der sozusagen dann die tatsächliche Offline-Verbindung darstellt. Weißt du, was ich sagen will? Nein. Ich verstehe schon, ich weiß, was du meinst, aber noch umständlicher schon. Aber es ist Ja, schön. das ist Schön. halt. Das ist halt. Es Was ist soll ich tun? Was soll ein bisschen ein Kasten, Ja. schneid da noch einen auf. Schau noch, aber wir müssen den Muckelanern überlassen. Ja, das ist ja noch mehr als die Hälfte da. Ja. Und da wäre mir wichtig, oder das recherchiert schon. Wo haben wir das? Ja, mit vollen Mund reden. Der Florian B. ist dabei. Servus, grüß dich Gott. Schnittgitter aus Tiroler Kuhmilch mit Uder des Weingutes Gratl im Südburgenland verfeinert. Region Rotholz, ja. Tirol 25%. Blauschimmelreif und Geschmack feinwürzig. Da wäre wichtig. Werner Wichtig ist auch Wahnsinn. Wäre wichtig, hat das rausgefunden. Und so habe ich nicht, ich habe nur den Zettel da. Nicht recherchiert, da schaue ich schön, das magst. Es ist wirklich gut, überhaupt nicht streng, gell, oder? Ja, nein. Weil bei mir ist dann, weil der Käse ein bisschen schon so drüber ist. Ich bin da nicht ganz, ich hab ganz gern, wenn er so ein bisschen Ammoniakgeschmack durchaus Ja, hat. nein, ich vertrage ihn dann nicht Und mehr. du, ja, aber der Ich hat krieg da so was- Blasen was im Mund. überhaupt nichts bei dem. Also der ist, Der Markus ist der kann virtuelle auch Ring. wunderbar die Rinde mitessen bei dem. Einfach gut. Sehr gut. Du, weil ich schon früher gesagt habe, wir sind flach als Musiker, das gehört quasi jetzt zur Grundausstattung des Berufsmusikers, der muss flach sein. Ja. Habe ich mir gedacht, ich hau jetzt so einen Hinweis. Bitte ist nur ein Hinweis, ja. Ein dezenter. Auf der oberen Seite, da oben könnt ihr lesen, unsere Plattformen, wo wir vertreten sind. Und dort bitte abonniert uns, abonniert natürlich den YouTube-Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Die Daumen auf und liken und teilen. Was gibt's noch? Apropos Daumen auf, wie haben wir denn schon heute? Sicher da jetzt nicht, muss ich die 25. Und 43 Zuseher. Was, Nummer 43? Das waren ja schon 52. Ja, es wird schon partig, entspannte. Das ist ein Flow, das ist eine Flow-Geschichte. Es werden mehr, es werden weniger, es werden mehr, es werden weniger. Das werden mehr. Das muss im Ding. Ja, und in der unteren Teil da vom Bildschirm, da findet ihr den virtuellen Hut, nämlich eben eine Überweisungsmöglichkeit oder eine PayPal-Bezahlmöglichkeit. Findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Und wir sagen jetzt schon mal herzlichen Dank für eure großzügige, einen großzügigen Beitrag, euren Schmattes für die Musik. Ich ziehe meinen Hut für euch. Ja. Also wie gesagt, die Infos, die findet ihr unten auch in der Beschreibung. Ich hau den Ding wieder raus, weil es soll nicht nur ums Geld gehen. Weil haben wir ja keins. Großartig, naja, es ist eigentlich eher eine traurige Geschichte, aber wir haben ja euch. Und da sind wir guter Dinge.
Christoph Acker, danke, jetzt ein mehr. Bravo. Jawohl. Na, super. Also ich würde sagen, wir spielen gleich wieder was. Wir reißen gleich wieder was auf. Weißt du was? Oh, Superchat! Super, jetzt der Matthias Mariacher, zum Wohle 16er Buch. Oh, Patrick, Entschuldigung, jetzt bin ich dir vor reingegangen. Ja. Normal erhebst du den Finger. Das war nicht von Nein, bei mir. sag mal, ich sicher nicht. Nochmal, wir reden so irgendwas. Du musst. Was denn? Was denn? Ein Superchat kam ja rein. Was? Ja, auf was ist Kummer? Du musst vorher sagen, ich erhebe den Finger. Matthias, ja, mag ich immer normal. Ja, das musst du. Nicht, dann mag's richtig jetzt da. Also, aber trinken wir mal einen Schluck. Ich hebe Na, sofort. warte noch! Jetzt trinken wir und du musst dir das sagen, so wie wenn's. So, Prost. Sofort den Finger erheben. Was denn? Was denn? Ein Superchat kam hier ans Wort. Nein! Matthias Mariacher, 16 € zum Wohle. Matthias, ich bedanke dir schön. Sehr zum Wohl. Zum Wohle. Matthias, danke. Da ist ja Raphael Ilmeier, ist auch gleich dazugekommen. Sehr Raphael Christi. Der Christopher da hat natürlich einen Daumen dazu, das ist klar. Das ist klar. Und da sagen wir auch Dankeschön. So, jetzt machen wir, wisst ihr, was wir jetzt machen? Jetzt machen wir die Dudel. Ja, die haben wir gestern seit langer Zeit haben wir wieder beim Frühstück Frühstück, gespielt. ja. Ja. Ach, sehr schöne Nummer. Uralt auch. Wer Ja. weiß eigentlich an, wer die geschrieben hat? Wir haben es schon ein paar Mal gespielt im Livestream Aber auch. schon länger her, ja. Aber ist schon eine Zeit her. Nochmal der Hintergrund, also wann wird das sein? Das Lied ist wirklich alt. Also es ist wirklich alt. Also die, Wird irgendwo, ich schätze einmal 18. Jahrhundert, 1700, Ja. irgendwas, Ende Ja. 1790, 1800, vielleicht 1820, so in dem Bereich wird das entstanden sein. ja, also die notiert wird es worden sein. 1820, Anfang 19. Anfang 19. Jahrhundert, Jahrhundert, das ist ja. sehr viel notiert worden, ja, generell in der Musik. Ja. Und Ich hebe sofort meinen Finger. heb den Finger, was ist los? Jetzt war ich schneller als du. Weil du musst schauen, wer ist das? Fritzl Startkuss. Für den nächsten Cast 20 € Fritzl. Danke. Du bist der Welt. Fritzl, Danke sehr das zum ist ein Wohl. Wahnsinn. Ich freue mich schon so unglaublich, wenn wir den Fritzl mal persönlich Ja, ich freu mich auch schon Auf drauf. das freue ich mich wirklich. Was wird sein? Werden wir zuerst in Deutschland sein oder du zuerst in Österreich? Schwer zu sagen, ich weiß nicht. Ja. Ich weiß wirklich nicht diesmal. Überhaupt kein Gefühl dafür. Ja, aber her sollst du das wissen. Normal habe ich ein bisschen ein Gefühl, aber ich hab kein Gefühl Normal habe ich ein bisschen lang. Na schon, ja, aber ich hab kein Gefühl irgendwie dafür, wo man zuerst er da herkommt. Haut sie wieder an, ich weiß nicht. Normal habe ich ein bisschen lang gefühlt. Aber das ist jetzt, nein. Soll ich nichts Wurscht. mehr, soll ich aufhören zum Saufen? Nein, bitte fang an. Bitte fang an, Patrick. Na, der will halt nicht. Das stimmt, ja. Da müsst ihr wieder mein Auto fahren, aber ich nicht, zum Glück. Also Fritzl, Ja. danke schön. Aber die heb schon wieder meinen Finger. Der nächste ist, kannst du legen, warte mal. Christoph Acker, Christoph Acker. ich würde euch gerne 5 Island-Kronen spenden. Geht leider nicht. Schon. Wären ca. 0,034 Na, das ist Euro. besser. Ja, leider, dass du uns 5 Euro reingehauen hast. Danke schön, Christoph, auf dein Wohl. Sehr zum Wohle. Ja, Fuchtel. Ich überlege, ob ich den Rest des Weines... Der Lord Dauer hat die Achtel eine. Lord Dauer hat gestern eine CD gekriegt. Nicht von uns, sondern von der Momo. Jawohl. Also ich glaube zumindest, die Momo hat es, irgendwer hat es gezahlt, aber ich glaube, die Momo hat zu uns gesagt, wir müssen den Lord Ich Dauer, glaube, ja, die Mama war es. müssen wir es Ja, unterschreiben. ja. Der Lord Dauer ist daneben gestanden. Ich habe das Gesicht nicht erkennen können, weil sie quasi in den Wolken verschwunden ist. Ne? Naja, aber Der fragt, was redet. Nein, wurscht, ich sag nix. Stone ist in der Haus, Steine 07, Christi Gott. Jawohl, Ich sag gar das nichts. freut mich. Sag nichts, Patrick. Bitte halt die Pappen. Nein. Halt die Pappen. Hast recht. Das ist schwül, gell? Sehr schwül. Ich will die Tür nicht Nein, es ist ja auch aufmachen. draußen schwül. Ne? Da kannst du einen Spalt aufmachen. Da zieht es ein bisschen Da durch. kannst du einen Spalt aufmachen. So, genau. So, das doch. Es geht. Das mit der Dudel wollte ich noch sagen. Es ist ja so, man hat ja das früher, man hat ja keine Verstärkeranlage gehabt. Ne? Also man hat ja die Musik gemacht mit den Instrumenten immer Was gehabt. dazu kommt, die Blechblasinstrumente waren ja damals auch noch nicht so wirklich. Harmonika hat es auch noch keine gegeben. Harmonika hat es noch keine gegeben. Ja. Trompeten hat nicht jeder gehabt. Oder die waren erst in der Entwicklung, diese ganzen Ja. Sachen eigentlich. Ja, Das, ja. das waren also es hat in erster Linie Seiteninstrumente. Und Schalmein und so, die Und- waren und- liebig und gemacht die, schon, ja. aber Ja, hat nicht und- jeder spielen können, die waren Hagel zum Genau, Spielen. ne, und dann hat es halt gegeben den Dudelsack. Nicht? So wie der liebe Augustin war ja auch ein Sackpfeifer, also das ist quasi so was Ähnliches. Also Dudelsack sagen wir jetzt zu allem dem, was so diese Lautstärke auch zusammenbringt. Und das war quasi so, man hat früher halt dann die Musik gemacht mit Harfen und man hat mit Seiteninstrumenten, Geigen, solche Sachen.
Und wenn wir aber einen Stuhl haben wollen, also bei Hochzeiten oder bei großen Festivitäten, wo viele Leute waren und wo natürlich auch der Lautstärkepegel höher war, weil da hätte man mit einer Zither oder einer Harfen, da hättest du einpacken können. Und da hat man dann einen Dudel hergeholt. Den Dudel, ja. also quasi ein Dudelsack, weil das war laut, das war Waffen. Ne? Das war laut, du sagst immer, nicht? Dudelsack ist eine Waffe. Ein Dudelsack ist eine Waffe, ja. Und Kann man als Waffen einsetzen. Kann man einsetzen. Also, und darum hat man dann die Dudel. Das heißt, wenn man sagt, heute ist ein Stuhl, heute ist ein Tanz, heute wird gefeiert und da kommen viele Leute zusammen und sagen, wo ist der Dudel? Und natürlich ist Dudel auch ein Begriff für eine etwas beleibtere Dame. Nicht? Das wäre dann die Dudel. Und dieses Lied spielt so ein bisschen immer auf diese beiden Synonyme an und das spielen wir euch jetzt vor. Wo ist der Dudel oder wo ist der Dudel? Das ist, beide Titel sind überliefert. Überliefert, ja. Beide sind überliefert. Habe ich was vergessen? Müssen wir da hinein. Aber wirklich eine Waffe, ein Dudelsack. Na schau, der Christoph hat da. Euer Schmattes geht diesen Monat an die Flutopfer. Ich bin aus der Nähe der Überschwemmungen. Ja, da sind wir voll dafür. Christoph hat da, sind wir voll dafür. Absolut dafür. Absolut. Ja. Super. Nein, das passt. Super. Passt absolut. Gerhard Spörk ist ein Ich Was? beschütze Entschuldigung? meinen Finger. Der Herr Mandl. Der Herr Mandl hat uns 19,99 Ich Euro danke dir ganz herzlich. Sehr zum Wohle. Auf die. Und wir trinken natürlich auch auf den Christoph Radau. Da haben wir auch. Da können wir gleich noch mal trinken. Christoph, ganz super. Zweimal trinken wir. Nein, hast recht. Muss man so aufteilen. Ist absolut in Ordnung. Unterstützenswert sondergleichen. Und jetzt die Dudel. Der Dudel. Wo ist der Dudel? Am Land bei der Hochzeit, ja, da geht's lustig zu, ja. Da wird gefressen, was Platz hat und gesoffen mag genug. Musikanten schreien ein Landler lasst's her. Weil wir da vom Land haben, die gestrampften so gern. Die Spüle, die nehmen die Geld in die Hand. Und ein Musikant schreit so laut, als er kann. Wo ist der Dudel her mit der Trudel, das hier gegen Tanz oben Strudel? Da ist der alte Boss gegen war, jetzt geht die Garde an. Wo ist der Dudel her mit der Trudel, das hier gegen Tanz oben Strudel? Da ist der alte Boss gegen war, jetzt geht die Garde an. Als Högerin am Blade, ja so 90 Kilo schwer, ja. Die Zeit zum Tanzen, ein Schneider daher. Der Schneider gleich winzig und sie so ein Drum. Und was er sich ablangt, tut, aber der bringt's nicht um ein Dumm. Der Schneider, der schwitzt schon vor Mühe und vor Plag. Aber was ein echter Schneider ist, der geht heut nicht nach. Wo ist die Dudel her mit der Trudel? Vier, sonst als wäre gerne geräter Pudel. Hau meine Gesicht, hau meine Knie, gehst du König von mir. Wo ist die Dudel her mit der Trudel? Vier, sonst als wäre gerne geräter Pudel. Hau meine Gesicht, hau meine Knie, gehst du König von mir. Jawohl! Ja, das ist, ich meine, das Lied werden wir nicht als Ausschnitt bringen, als Outtake. Fürs YouTube werden wir es nicht verwenden. Als Outtake kann man es nehmen. Als Outtake, als kann man es nehmen. Also, was hast du denn da spielen wollen? Das würde mich jetzt interessieren. Was hast du denn Ich wollte an dich. Na, jetzt geht's aber voll. Das hat anders. Warum glaubst du, habe ich mich so angehört? Allein, alles ja da. Sowas von daneben gegangen. Unglaublich. Und das noch, also 40 Jahre Musik machen, Paul. Ja. Aber du, ich meine ganz ehrlich, das Wesentliche, die große Kunst bei so Ja. Dingen ist es ja eher, ich meine, wir sind ins Lachen gekommen, das war nicht unprofessionell. So unprofessionell. Ganz unprofessionell. Da kann er sofort der Watschen runtergehauen, aber auf der anderen Seite Es ist schon Größen passiert auf der Bühne. Ja, wir haben ja Hits gehabt, nicht? Muss man auch so sehen. Und ich meine, wenn man in Gartscheine greift, man muss halt dann wieder reinkommen. Nicht? Das ist eigentlich das Ist Wichtige. sofort gegangen eigentlich, aber Ja. wenn wir nicht lachen hätten müssen.
Das schaut Toni Androsch in Alter, wenn ich geht Puppi, schon wieder mit dem Körperl. Jawohl. Das Hunderl geht durch mit dem Körperl, das ist leibend. Danke vielmals. Dankeschön. Super Zungenbrecher, ja, das ist ein schöner Zungenbrecher, ja. Das ist ganz schön, aber es geht, hat gehört ziemlich zu unserem ersten Repertoire, also ziemlich bald ist es reingekommen. In den Anfängen, also ich sage jetzt einmal unter den ersten 100, Ganz am Anfang, sicher, ja, unter den ersten 30 war das dabei. Ganz am Anfang, ja. Ja, das stimmt. Haben wir noch was so aus der Zeit? Ja, was haben wir ja, noch? na klar fällt mir da was ein. So das Messing war auch so ganz am Anfang. Das Messing war aus Favoriten ein Frauenkäferl waren am Anfang. Das alte Wiener Fiakerlied. Das waren das, was wir ganz am Anfang gespielt haben. Das stimmt. Ganz am Anfang, ja. Die Landpartie? Die Lampe war am Anfang, ja. Das war mein, das war mein erstes Stück, das ich auf der Grammatischen gespielt habe. Die Landpartie. Ah ja. Das war das erste Stück, wo ich dann umgestimmt bin. Das habe ich dann schon auf der gespielt gleich. Die Harmonika geholt, am nächsten Tag habe ich schon gespielt gehabt. Habe ich schon kennen. Ja. Ich singe, ich nehme da noch ein Stückerl. Ne? Bruder Herz ist dahin, finde ich gut. Bis demnächst. Servus. Danke fürs Zuschauen und du sing. Jawohl. Wir Fisch und lustig in früheren Jahren sind wir am Sonntag aufs Anlasse gefahren. Karat und Döff und ein Stand vom Benzin. Kein Mensch und kein Viecherl war hin. Am Zeisel war die ganze Band benannt. Zum Essen aufs Mittag der Kriegsproviant. Zum Auflohnen haben's braucht mein Hof fast versprungen. Der Müll samt die Kotzen und die Hund. Zuerst der Hausherr und die Frau, dann der Gradl, der Roger Blau, seine beste Hüfte auch, dann der Knier, der Süberschlag. Der Alte war dabei, Kinderstucker, Zähne gleich, der Friseurkniff Obligé, hinterm Tritt wie ein Schnitt. Am Bocker mit der Riesel Hosen sitzt vorn der Hofmusikant. Er tut auf sein Postherdl bloßen ein Liedl, das jedem bekannt. Ja, wer ein Schuldenschein, ja, da gibt's a Garde und da wird's gemütlich sein. Da gibt's a Garde und da wird's gemütlich sein. Die Landpartie von Ludwig Gruber. Übrigens der gleiche Mann, der auch meine Mutter war, Wernerin. Richtig. Das machen wir gleich. Hat. Das spielen wir Der gleich. gleiche Komponist, ja. Das spielen wir gleich. Lass mich noch zuerst was trinken. Ja, es gefällt. Der Bernhaus Motto hat sich dazu gesellt. Bernhaus, Servus, grüß dich Gott. Ja, super, ne? Die Toni Androsch. So genussvoll wie Klausi den Käse genießt, werde ich gleich neidisch. Ja, es kannst wirklich neidisch werden, weil es wirklich gut. Aber es ist ganz wichtig, die zweite Sendung bereits mit Käsebezug. Ja. Mir hat heute auch der Hoff, also wer bei der letzten Sendung dabei war, kann sich erinnern, dass da eine Idee entstanden ist, nämlich für eine Talkrunde. Und der Grund war eigentlich, weil wir vom Käseland am Naschmarkt geredet haben. Ja. Und der Hoff hat ihm gesagt, das ist Leib, hat aber gesagt, pass auf, der Hoff, dann kommst du einfach zu uns, wir machen mal einen Tag gemeinsam mit Zonko. Der weiß aber noch nichts von seinem Klick. Habt ihr nichts noch gesagt? Nein, ja, was soll ich sagen? Wir haben ja noch gar nicht, das Konzept noch gar nicht. Und außerdem, was habt ihr noch gar nichts gesagt? Das ist ja von uns aus. Ja, aber du warst ja mit der Hof zusammen, nicht? Umgekehrt, nicht? Da habe ich mir gedacht, also. Nein, was soll mit dem zusammen gewesen sein? Ich glaube, die war mit dem Motorrad Ja, unterwegs. was du glaubst. Nein, und wir haben korrespondiert, wie man so schön sagt. Und auf jeden Fall hat er sich heute brav entschuldigt, dass er nicht dabei sein kann. Ja, also, das sind die echten Bablatschingers. Ne?
Der schreibt mir, also Tut mir leid, ich kann halt nicht zuschauen. Finde ich sehr löblich, finde ich echt super. Und also auf jeden Fall ist dann die Idee entstanden, dass wir also es hat mit der Pavlatschen jetzt eigentlich nichts zu tun, sondern einen Livestream machen wir nicht wöchentlich, oder keine Angst. Also, Nein. also hin und wieder einen Livestream machen wir, einen Talk, so quasi Club 2 mäßig, wo man dann die Idee gekommen ist mit Club 16. Ja? Und an sich war die Idee das, wir treffen uns und holen Käseplatten vom Käseland und hauen uns dann Wein und dann Käse rein und plaudern über Gott und die Welt. Und dann jetzt mittlerweile der Hof aber schon geschrieben, nicht, dass er als Gast natürlich für die Verpflegung aufkommt. Nicht? Und man sagt, das ist aber auch leibend, das ist gleich die nächste Dauerwinzer-Tester Sponsoring-Idee. Nicht? Der Gast muss das Essen mitbringen. Vielleicht machen wir das doch wöchentlich. Ja, vielleicht wenn wir täglich machen, Montag bis Freitag, Menü. Ja. Ja, also auf jeden Fall, das ist im Entstehen, der Arbeitstitel, oder wahrscheinlich wird es auch werden, Club 16. Und wo wir eben dann mit zwei interessanten Persönlichkeiten über Gott und die Welt plaudern werden. Also nichts Musikalisches in dem Sinn, sondern heute über das reden werden. Und das ist im Entstehen. Also bleibt gefasst, es kommt was. Harry Schneller-Fonte ist schon wieder frech in Bezug diesen Titel Club der toten Gehirnzellen. Das ist gut, ich muss sagen, er ist gut. Beim Trinken ist ein Club der toten Dichten. Das ist nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber gestern bitte in Sierndorf haben wir ja gespielt, bei einem Keller, der Protagonist sozusagen des Weinkellers dort, Ja. einen wunderbaren Namen. Herrlich. Dichtl. Und der Nachbar? Rauscher. Rauscher, ja. Ich meine, nur so kannst du als Winzer nur mit solchen Namen punkten. Super. Also besser Das ist geht's ganz gar klar. nicht. Das ist ganz klar. Der Christoph Radau hat sich aus dem Felsenkeller ohne Etikett einen Roten rein. Na, das ist sicher was Gutes. Sicher Ja. was Gutes. Neuer Slogan beim Latschen, so ein Chaos, würden dann nur Insider verstehen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt und tun ja. Der Steine 07, da kriege ich eine. Noch ein Vorschlag, Genuss mit den 16ern. Ja, aber das ist lang. Das ist lang, Fritzl. Wir brauchen was Kurzes. Ich meine, das kann man was so als Untertitel. Als Untertitel, ja. Aber quasi der Haupttitel, das muss irgendwas Kurzes sein. Also Club 16 ist Ich glaube, das geht Und dann eben sowas wie, ja, Genuss oder Kulinarik, irgendwas so mit den Buben oder irgendwie so in die Richtung. Das sind wir wirklich noch am Überlegen und am Tun. Aber es wird passieren. Und wie gesagt, der Zonko weiß noch gar nichts von seinem Klick. Aber das war wirklich dann so die Idee, dass man sagt, nein, wir haben wir laden zwei Leute ein und mit denen sitzt man dann da so und also da wäre dann wahrscheinlich dort die Kamera hin tun müssen, dass wir da mehr Platz haben. Das wird sich sonst nicht ausgehen. Und das wird eine Käseplatte oder halt jeder, es gibt ja Leute, die keinen Käse essen auch nicht, also aber was Kaltes. Es wird nicht eingeladen. Nein, genau, richtig. Nein, Wir müssen jetzt endlich einmal durch. Wie heißt das auf Neuhochdeutsch? Fingerfood. Es wird Fingerfood geben und dann Wein und so und dann plaudern wir über dieses und jenes. Ne? Dein Neffe ist da, Hannes Steurer. Hannes Steurer, mein Hannes, Neffe. jawohl. Servus. Genussburm 16, ich habe jetzt gelesen, Genussburm 16. Genussburm 16. Leiband, Dunja, ja. Hannes Steurer, na wunderbar, ja. Aber, ist das, also wir haben gesagt, wir spielen. Was haben wir gesagt? Gesagt, nicht? Haben wir noch gar nichts gesagt. Aber. Oh ja, eins von den Liedern jetzt da, oder? Meine Mutter war Männerin. Ja, Ludwig Gruber. Ludwig Gruber. Der redet immer so viel dazwischen, dass ich selbst vergiss erst. Ja, für das habe ich eigentlich nicht The Brain. Da muss ich aber Warte, mitdenken, The machen, Brain. wenn du sprichst. Weißt du, das ist, Deswegen heißt auch The Brain. ja. Siehst du mir heute noch in Erinnerung, als ob's gestern gewesen wäre. Es war ein schöner Sonntagsmorgen, da ruft's Mutter geschwind, komm her. Lass dir's Gesicht und Handel waschen, lass die Buckeln dir frisieren. Heute möchte ich zum ersten Mal dich auf den kahlen Berg noch führen. Oben hat's mir zeigt die Pracht, hat mich gestreichelt und hat gelacht, hat gesagt, schau, der Stephansdom und der blaue Donaustrom, schau das Häusermeer da drin.
bleib stets treu dem schönen Ort. Und ich hab gehalten an mein Wort. Meine Mutter war eine Wernerin, drum hab ich wen so gern. Sie wusste mein Leben, mir die Liebe hat gegeben, zu meinem einzigen goldenen Wert. Meine Mutter war eine Wernerin, drum hab ich wen so gern. Sie wusste mein Leben, mir die Liebe hat gegeben, zu meinem einzigen goldenen Wert. Ach, so schön. Ja, wunderbar. Aber meine Stimme ein paar Mal ordentlich daneben gehabt. Na Die gut, Stimme aus, ist ziemlich angeschlagen. kein Wunder nach den letzten Tagen, ehrlich gesagt. Ja, das auch. Und ich habe eine, Das kommt nicht vom Saufen, sondern wirklich von der Arbeit. und ich habe so eine Stirnnebenhöhlenentzündung, nicht? Die zwar jetzt Das schon ist besser nicht werden, förderlich. die schon mal abgingen, aber das ist natürlich immer so ein bisschen Das ist Sache. klar. Ich meine, tut, dass man sich ein bisschen da raunzt. Ne? Was haben wir da die Achtel von einer und das ist leibend. Das ist das Wichtigste. Auch die Weintrauben fallen herein, die richtig. Das ganze Christoph Radau, ganze Weintrauben da. Du, aber so bei Bernards Motto, genau. Ja, Bei aber Mariohof ich habe ich find, alles andere als Fingerfood geholt, ja. Das glaube ich. Das glaube ich. Ein paar Brocken. Ja. Am Sonntag waren es. Am Sonntag war eine ganze Motorradpartie. Mariohof, ich konnte dich nicht mitfahren, weil ja Frühschoppen und am Abend gespielt. Also, das ist ja wirklich nicht ausgegangen. War aber sicher sehr, sehr leibend. Wie heißt nochmal deine CB500X, nicht CBR 500X, CB, Rote Zora, nein. Noch Geld, schenkt dir 1 Liter, hm? Ist ja kein Thema. Patrick hat eine, das ist ja wurscht. Also, es ist ein Wahnsinn. War Wasser drin da wenigstens? Sicher, so ein Spritzen, Ist aber ein das Spritz. Achso, da war nicht viel reingeladen. Gott sei Dank, dass es rechtzeitig erkannt. Gott sei Dank ist es rechtzeitig erkannt. Ihr habt's mir nicht mehr lang, das mein Ja, Großvater so. ja, Ne? Du, aber Christopher, da, wie heißt meine, Patrick weiß das schon. Es gab ja noch keine offizielle Taufe für mein Motorrad. Ich Aber weiß der jetzt Name auch nicht, ist wir haben fix. letztes Mal so viel geredet, ich bin mir nicht mehr sicher. Also rote stinkt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Patrick, also rote Zora ist es nicht. Rote Mieze. Also doch. Die rote Mieze, das wird der Name meiner CB500X werden. Ja, das ist der Plan. Das ist der Plan. Und da muss natürlich hinschauen, irgendwas muss ich schon machen. Also nicht ein Event, aber zumindest ein Video oder irgendwas. Weißt du, wo ja, ich meine, Flaschen habe ich nicht drauf zum Taufen, nicht? Aber so Plastikflaschen vielleicht. Das ist ja alles Plastik bei dem Motor. Aber nicht heutzutage. Ich habe einen Stahltank da hier nicht. Achso, so ist gar kein Plastik da. So, Wahnsinn. Aber ein Wunder, sowas gibt es heutzutage noch. Das ist Schau, die Mege bei mir den lauter Lieblingslillen heute, ne? Das freut mich. Jawohl. Hannes hat auch eine sehr schöne Rolandsberg. Ja, aber da kommen die Achtel. Das taugt mir. Pass auf, aber Patrick, was spielen wir jetzt? Was spielen wir jetzt da? Was so? Redronja. Nein, rote Mütze. Rote Mütze ist einmal klar, weil als Wiener muss ich nicht. Rote Mütze. Das ist ein schönes Rotsmutter. Weil wir einen Ausblick Wein trinken, müssen wir ja eine Nummer spielen. Ausblick am Biesenberg Oman. Wir können den Biesenberg 2 spielen eigentlich. Ja, machen wir das. Ich sitze in der Weingarten. Eine Eigenkomposition, Biesenberg 2, nennen wir es, weil es ist, aber es heißt offiziell, heißt, ich sitze in einem Weingarten. Also heute hat es mehr. Also, Ja, merkst du. also Klingt aber auch heute gut. erlebt es etwas, es ist was, es ist... Na gut, ja. Das war der richtige. Ja. Ich sitz in einem Weingarten unter einem Baum, weil zwischen die Rebstück fühl ich mich daheim. Das Weinlaub besticht durch sein sanftiges Grün, dazwischen schau ich auf mein herrliches Wien. Und über mir wärmt mich der Sonnenschein, darunter sitz ich
und trink ein Flascherl Wein. Die Vogel, die zwitschern recht lieb durcheinander. Ein Frauenkäfer kraxelt ruhig auf meiner Hand. Die Blären und die drehen sich ganz sanft mit dem Wind. Als freu mich euer kleines Kind, so kann man auch heiten. Ich geb Schein, ich freu mich und trink mein zweites Flascherl Wein. Der lächelt mich an, weil mich ist er schon gewohnt. Die Grillen, die zirpen, ein Liedl mir vor. Beim Herrgott bedank ich mich für die Natur. Dann hol ich mein Glas und zum Kerzenschein und trink mein letztes Flascherl Wein. Und trink mein letztes, wirklich letztes für heute. Flascherl Wein. Okay, ein bisschen Berg drauf, oder? Ich hab einen Weingarten am Biesenberg. Ich bin dort gern, weil mich kein Mensch dort stört. Ich schau den Reh dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine Hölle geruht. In meinem Weingarten am Biesenberg dreht sich die Welt noch recht und nicht verkehrt. Man kann Vogel dort noch singen hören. Und am Himmel, da siehst die höchsten stehen. Und noch an Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sieh ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Biesenberg, das Fleckerl das mir allein nicht kennt. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, ist so der beste Trepferl Wein. Weingarten am Biesenberg, das Fleckerl das mir allein nicht kennt. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das soll der beste Trepferl Wein. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das soll der beste Trepferl Wein. Gefällt die 8 und voll rein. Ich spiele einen Topfen zusammen heute, das ist furchtbar. Ja, es ist ja, heute sind wir Es ist auch ein bisschen ausgespült vielleicht wieder. Nein, das ist schon wieder. heute sind wir einfach botschert. Man muss es nicht mehr so ähnlich wie nach dem Schrammelklang-Wochenende. Nee, ja, aber so viel haben wir jetzt auch wieder nicht gespielt.
Ja, Donnerstag haben wir gespielt, Freitag haben wir gespielt, am Sonntag zweimal. Ja, aber ausgespielt hätte ich nicht. Wir sind einfach heute. Ich bin ein bisschen miert heute, ich weiß nicht, das ist so, ja. Vom Woche geht. Ja. Heute. Aber in Käse fressen. Dort ist aber nicht mir, ne? Nein, wir wissen nie. Das können wir natürlich. Das ist alles schlimm. Beim Wenn Essen ich sind wir nicht böse wäre, würde ich mir ja einfach zur Feier des Tages das Motorrad putzen. Aber ich bin ja nicht böse. Ne? Gott sei Dank, dass du nicht böse bist. Ich bin mein Motorrad jetzt irgendwas weggeputzt. Das muss schon lang drauf gewesen sein. Hat sich schon den drunterliegenden Lack angefressen, oder was? Ja. So schlimm ist nicht, aber ich bin kein Motorradputzer, es nutzt nichts. Ich weiß schon, warum ich noch nichts gedampft habe. Und das musst du jetzt da anfangen, ne? Ja, jetzt kurbelt es noch, daheim genug schon. Aber in der Sendung, Was haben wir der heute? Geist wacht bereits auf. Das, wo du nichts dagegen hast. Ah, nein, ich rieche jetzt nichts. Also, Ja, was dich nicht stört. Nämlich Ja, ja, nein, das andere auch nicht. das ist ja eigentlich eine Mischung Wassermelone, Erdbeeren, Was Fruchtiges, was Gesundes. Menthol. Jetzt kommt's um. Ja, aber ein bisschen so wie. Aber natürlich riecht das auch nicht, gell? Ob das gesund ist, glaubst du? Aromastoff. Nimm der Biskuitrouladen. Und ein Ja. Jomo-Kuchen. Ja, es riecht schon so. Ich mein, Menthol ist ein natürliches drinnen. Also, ja, aber ich meine, jetzt war angenommen, ich hätte eine Duftkerze. Ich meine, das stört mich nicht, das stört mich nicht, aber angenommen, ich hätte eine Duftkerze. Und diese Duftkerze, die so riechen, die man es nicht mehr kaufen, wenn man denkt, bist deppert. Die möchte nicht wissen, was da riechen alles eh drin so. ist. Ja, das ist ja das. aber ist ja wurscht, Patrick. Das ist wurscht, man muss auch Spaß haben dabei, richtig? Und dann irgendwas muss da eingehen. Nicht? Nein. So schlimm wird das nicht Definitiv nicht. Definitiv nicht. Ich meine, falls sich einer wundert, warum man nicht selber was einschenkt, ist halt das, der Patrick ist, hat sozusagen, der hat die Rolle des Mundschenk in dieser Bablatsch. Ja, Ne? war so. Das ist ja Danke, recht schön. bitte schön. So. Nimm sich das Glas und da ein bisschen um. Ja. Ne? So. Danke, sehr nett. Ein Schluckerl habe ich auch. Ja. Zum Wohle. Sehr zum Wohl. Der Käse ist wirklich sehr gut. Also selbst wenn jemand skeptisch ist beim Schimmelkäse, Den kann man einem Anfänger geben. Absolut. Absolut. Gefahrlos. Absolut. Völlig gefahrlos, ja. Und das meine ich positiv jetzt. Also wirklich. ich bin ja nicht so ein Schimmelkäse, also ich habe also ich habe das schon gern, aber ich bin dann relativ schnell gesättigt. Also sowas auch richtig, so diese richtigen, sowas wie ein Kracher oder was, ne? Diese richtigen Schimmelkäse, das habe ich schon ganz gern. So ein zwei Bissen, ne? Das habe ich gern, mehr brauche ich dann oft nicht. Also deswegen ist es immer schade, kann ich mir keinen kaum, mein Mund ist eher, nicht? Aber, aber da kostet immer nur ein Stück, aber für mich geht das sowas nicht besorgen, nicht? Weil es schade war. Nicht? Schon, ja. Weil den ist jetzt Meine einmal ein Elisabeth Stückchen. ist auch kostet sowas eher und sonst, aber der war also optimal. Also. Der ist wirklich gut. Der ist wirklich gut. Warte, wir müssen was arbeiten. Ja, dann arbeiten wir was. Was schaut das so? Ja, schau. So, was schaut das Schau, so? irgendwas liegen da, aber das war nur. War Täuschung. Ich kann euch auch was vortaufen, dabei ein bisschen. Dampf uns was vor. Ich dampfe nicht gescheit, das ist. Nix, wir spielen was. Ich dampfe daheim nur meine selber gewickelt in der Zwischenzeit. Ich weiß so, wenn die Elisabeth daheim ist, nur im Büro bei mir. Es ist schon viel Dampf. Naja, schon, ja klar, ne? Das ist schon. Das nicht, aber Ich hab mich animiert zum Kühler mit Lina. Brie zu essen. Schmeckt großartig, Matthias Mariacher. Gut, und der Brie ist ja eh sowas relativ Neutrales, das kannst du ja wobei ich hab zu schon jedem wieder, Wein hier rein. jetzt haben wir wieder beim berühmten Geschäft. Dort schon Brie bekommen. Ja, das ist ja super. Französische, aber gereifte auch Ja, dann ja, so, ja. Ja. Aber trotzdem, ein Brie ist trotz allem ein der eher. schon sehr würzig dann war. Ja, ja, schon nein, zu klar, nice die alten komplett sind dann. nicht, was die alten sind, ja. Also, Aber es ist. außen ganz hart schon und innen in der Mitte drinnen fast flüssig. Also, das ist Ich meine, im Unterschied jetzt zum Christoph Radau, Gorgonzola Pizza eintragen.
Ja, das Nein. brauche ich nicht. Ich würde so gerne diese aber- Quattro oder Cinque Formaggi, da was da alles Quattro gibt. Formaggi und diese Sachen, ja, ja. Und das nämlich ein wirklich guter Käse ist und ein selber gemachter Tag, so richtig gut. Ja, das hast du nicht. Das hast du nicht. Aber sonst- Sehr empfehlenswert natürlich die Pizzeria Dort waren wir auch noch nicht. Schlingermarkt, Floridsdorfer Markt. Wie heißt es? Lievito 48. Lievito 48, das ist der ganz großartige Teig, der da, weiß ich nicht, ein paar Tage, 48 Stunden oder was, ruht. Und die machen das, also die haben auch sehr gehobene Zutaten für Pizzeria. Das sind Geschwister, 2 Italiener, sind Geschwister, also Amal, Abur. Ganz liebe Burschen, sind die ganz her? liebe Leute. Das habe ich vergessen, das weiß ich nicht mehr. Italiener habe ich mir gemerkt, aber auf jeden Fall ganz Aus Neapel wahrscheinlich. Ganz, ich weiß nicht. Die Aber- Mafia da. Nein, die ziehen das dort auf, die kriegen, haben nur Probleme wahrscheinlich mit dem Markt, Auflagen nein, mit dem oder Markt so. und mit dem Ganzen. Aber wurscht, auf jeden Fall großartige Pizza und die haben eben eine Cinque Formaggi, keine Quattro Formaggi, Cinque Formaggi. Und das ist eine Welt. Das ist echt eine Welt. Also die esse ich dort sehr gern, also ja, bis jetzt jeder. Wir haben so eine gute eigene Schweinswürst, so Salsiccia-mäßig, nicht? Und so ein Schinken. Und also echt Geh super auf. belegte Pizza. Echt leibend, wirklich leibend. Und der Teig ist absolut bekömmlich, weil das ist eben dieser Ein Lievito. gereifter Ja, Teig, ja, ja. 48 Stunden liegt der herum, nicht? Aber es ist echt Wahnsinn. Also wirklich super. Das ist eine große Empfehlung für den Schlingermarkt. Floridsdorfer Markt. Ja. Raphael Illmeier hat die schon als Genießer oder die. Jawohl, siehst du das, Raphael, wir verstehen uns, weißt du? Gorgonzola-Nudeln, Hannerl. Ja, das brauche ich nicht so. Aber kann gut sein, ja. Aber das machen einige gern. Aber das ist mir oft, nein, das ist mir nämlich zu einseitig würzig. So ein Gorgonzola, Ja. wie gesagt, da isse ich dann gerne einmal Stickerl, nicht? Und Butterbrot und so Ding. Aber ich bin dann gesättigt, mit dem. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Obwohl ich liebe es. Ne? Ja, ja. Ich weiß genau, was Ja, mir was du schmeckt meinst. es, mir schmeckt es ja, auch voll, aber Ich das weiß ist, genau, das, was du meinst. aber nicht Ja, viel okay, halt ja. davon. Mhm. Ne? Ja. Ich kann das nachvollziehen, ja. Das ist- Ui, der Christoph auch hat das Urlaub-Video hochgeladen. Das muss ich mir dann anschauen. Ui! In Island mit dem Motorrad. Na herrlich. Ja, Patrick, pass auf, was spielen wir? Die muss was aufhören. Ja, ist in Ordnung. Was ist das? Ich hab Geht schon. Ich hab eine nagelneue, weiß lackierte Pony. Mit wäre sagen, was ich kann. Ich hab eine Pony, ganz eine Nähe, das betone ich. Gut, schwing die auf, die Puppe, jetzt gehen wir's an. Nur streck die Füße nicht gar so aus, sonst kommen wir nicht ums 12 Uhr aus. Ich glaube, wir haben falsch angefangen. Ich habe eine nagelneue weißlackierte Pony gefangen, da, oder? Dann geht es schon so weiter mit dem Ding. Wie es dann weitergeht, weiß ich nicht, aber du singst das ja immer, ne? Ich sag's euch, heute ist ja ein Tag, das ist furchtbar. Ich überlege jetzt schon ernsthaft, ob man nicht einen Schluck mit Taxe nehmen soll. Na, nicht den, was genau. Hört auf. Ja. Der 301 ist da, jetzt müssen wir uns zusammenreißen. 301 ist dabei, jetzt müssen wir uns zusammenreißen. Also Patrick, noch einmal bitte Nochmal, ja. mit dem. Ja. In unserem Haus, da wohnen lauter Fische. So genau. Auf Wilhelminer Straßen Nummer 104. Ich brauch einen Rahmen mit einer Moped-Huppen. Schon sind die Puppen wie die Wüden vor der Tür. Ich bin der größte Moped-Star, das war ein Pech, wenn ich das war. Ich hab eine nagelneue, weiß lackierte Pony. Mit der wäre ich jetzt sagen, was ich kann. Ich hab ein Pony, ganz eine Nähe, das betone ich. Komm, schwing die auf, die Puppe, jetzt gehen wir's an. Nur streck die Füße nicht gar so aus, sonst kommen wir nicht ums 12 Uhr aus. Zuerst kommt der erste Gang, der hat einen gesunden Klang. Bei meinem Auspuff hab ich längst schon abmontiert. Ja, du das und der Beschleunigung. Und wenn man's Auspuff really so leicht verliert. Schon bei der ersten Kurve steht der Zeitungsstandl. Da bin ich mit einem 20er Tempo reingebraust. Der Zeitungsstandler, der schon rein wie der Fernandel. Dabei bin ich schon wieder hinten rausgesaust. Und meine
Gruppe hinter mir, die hat im Anschnitt ein Kurier. Die nächste Kurve ist dort vorne bei uns am Becken. In der Beckenkurve bin ich nicht zum Schlagen. Das muss man sehen, wir rennen mich mit der Raumdecken. Dabei ist mir mein Puppen hinten oben geflogen. Zuerst hat sie sich nicht halten wollen, jetzt hat sie Goschel ganz verschwollen. Jetzt kommt der zweite Gang und dann der dritte Gang. Wenn ich den einen kick, das hört man weit und breit. Drum schalte ich gerne um fürs werte Publikum, weil mit dem Wirbel haben wir leider Platzen frei. Ich fahr super fort mit meiner Schlurfraketen. Sogar ein Nachmann hat der Luftdruck und die Erd. Dann kommt der Baum, den Scheibenzahn, der hat erlitten. Jetzt ist mein Futteral hin, die Fahr verkehrt. Und beim Portal von unserem Bäcker mit den Stiegen klar der Weg. Jetzt kommt vom zweiten Stock ein emelierter Kiebe. Den haben's von oben voller Wasser angeschickt. Der Kiebe fällt mir auf die Birne, ich hab einen Diebe. Jetzt nimmst den Kiebe weg, da sieht man nix damit. Jetzt rutscht der Robe bis zum Hals, dann her ist Schäbern, das war alles. Und wie ich aufgewacht bin, in ein Spitalsbett drin, hat mir die Schwester gerade einen Haferschleim serviert. Ich bin im Krankenstand und in der Gipsverband. Ich frag sofort nach meiner Bohne. Ja, was war's mit der Pylone? Meine Haxen können da sein, nur die Kraxen muss noch da sein. Meine Hände können fort sein, nur das Moped muss noch gut sein. Hoffentlich ist meiner Bohne nix passiert. Jawohl. Das haben wir unnötig, aber sonst ist alles leibend. Weißt du, was man so alles macht, gell? Ja. Leibend. Aber heute ist ein Tag mit das ist. Aber der Raphael Wilmer sagt das richtig, ohne Fehler wäre es nicht live. Also heute ehrlich gesagt mal live. Jetzt sind wir zu live. Live! Na. Dann okay, ja, das lassen wir aus. Mit Tagschiff und Klaus ist so eine Art Strafarbeit. Ja, stimmt, Christopher Tau. Ohne Helm kann das Lied ja nichts werden. Christoph Acker stimmt. Ach, du weißt jetzt, wie schwülst da herinnen ist. Aber es ist draußen auch so schwül. Es ist halt wirklich das Beste nur für die Gäste. Ja, genau. Eine Luftfeuchtigkeit hier herinnen, das ist ein Wahnsinn. Ich trinke mehr Schluckerl. Ja, trinke einen Schluck. Ich trinke einen Schluck. Aber es wird schon werden. Also es wird schon werden. Bis wir das nächste Mal spielen, können wir schon wieder. Was spielen wir das nächste Mal? Das nächste Mal spielen wir am Freitag im Dornröschenkeller. Ein paar Restkarten sind dort Gibt's noch im Garten. Da wir im Freien sitzen, ja. Wir im Freien sind, ja. Also Das Wetter, hoffentlich, ja. also wenn kein Gewitter kommt, das ist ein schönes Wetter angesagt an sich. Ja. Sollte passen. Ja, nächster Freitag. Sonntag ist unser berühmter Frühschoppen Beim Karl Lentner. Ganz eine super Sache. Und dann am 21. unser großes Sommerkonzert. Ich habe Kurkonzert gesagt, das ist aber kein Kurkonzert. Unser Sommerkonzert im Skonarium in Botschenau, in deiner Heimat, in der buckligen Welt. Im neu erbauten und frisch eröffneten, das sprich vor einem halben Jahr oder ein paar Monaten, eröffneten Skonarium. Ein wunderbarer Veranstaltungsplatz in Botschenau. Wer noch nicht reserviert hat, kommt vorbei. Das lohnt sich dort wirklich. Erstens einmal, hoffentlich werden wir da gescheit spielen. Ne? Hab schon eingeblendet. Ist schon da. Voll drum und dran. Wunderbar. Mit der Wiki drauf. Ohne Wiki diesmal. Ohne Wiki diesmal. Aber es kommt natürlich auch. Ohne Wiki, das geht nicht. Ohne Wiki, das geht wirklich Aber nicht. bitte gebt euch das, also auch ein Tipp für alle Motorradfahrer dort. Man kann das durchaus verbinden mit einem kleinen Ausflug. Und der Tag ist eine kleine Runde oder eine größere. Ja, in die bucklige Die Welt. bucklige Welt, ein Traum. Am Abend das Konzert genießen, herrlich. Thomas mit der Wiki. So was mit der Wiki. Auf das freue ich mich schon sehr. Ich muss wirklich, ja. Ja. Daniela gewinnt schon was. Wo gewinnt Morgen das? läutet der Wecker, tun nicht anders. Mit der Kanten, Adios. Tun nicht anders. Freuen uns schon auf den 20. vielleicht auch mit euch. Wir sind stark daran bestrebt, Dunja, wir sind stark. Ich weiß wirklich nicht, ob es ausgeht. Das geht bei mir geht es sich aus privaten Gründen ganz sicher nicht aus. Also echt, ist schon fix. Der 20. ist bei mir fix. Der geht bei mir nicht. Ja. Du weißt warum? Ich berichte euch später mal. Ja, ja, und bei mir ist ja halb privat, aber das war noch nicht sicher, aber das bei dir schon fix. Das ist ganz fix, ja. Bei mir Und, ist ganz fix. Und das tut uns weh. Das tut uns weh, bei der Hochzeit bei euch nicht dabei sein. Das tut uns weh. Also ist jetzt schon fix. Ein bisschen habe ich noch gehofft, dass wir das noch erblasen.
Aber ich schreibe der Dunja den Michael, warum bei mir. Also ich weiß es definitiv. Ja. Ich weiß es definitiv jetzt. Alles klar. Na gut, also Dunja, Michi, vielleicht können wir... Bitte. Und ihr werdet es verstehen, wann ich es Ja, sicher. was ist. Ja. Aber vielleicht dürfen wir es nachholen. Das war leibend. Wir werden das nachholen. Da schaut der Wolfgang Korzka. Wir sind übrigens mit den Entspannten am 1. April 22 im Skanarium. Wolfgang, das ist aber leibend. Super! Das ist aber leibend. Das muss man dann nochmal, das muss man notieren. Der Fritzl Startguss. Es ist immer eine Freude, den Montag mit euch zu erleben. Ich danke dir, Fritzl. Ist schön. Und dieses Kompliment können wir nur zurückgeben, weil ich sage euch was. Wir haben der Patrick und die letztens einmal drüber geplaudert. Und da haben wir so geredet. Und dann haben wir gesagt, man muss das ja so sehen. Man muss das ja echt so betrachten. Die Leute, also mit den Leuten hat sie es gemeint, die Pawlatschingers, die Pawlatschisti, in diesem Fall, die haben ein Leben, nicht? So wie wir auch, nicht? Haben sie ein Leben und das Leben geht so vorbei. Nicht? Und man lebt was und nichts und tut was und tut nichts, je nachdem. Aber man trifft Entscheidungen, nicht? Man trifft Entscheidungen, wie man seine Zeit verbringt. Nicht auf der Couch, am Fernsehen, heute schaue ich mir was an, heute tue ich Hakeln und tue ich Rosenmann, was auch immer. Und diese Entscheidung, zu sagen, wir schauen uns die 16er Buben an, ob jetzt online oder live auf einer Bühne oder sonst was, also nicht, wenn es jetzt so vorstellt, jetzt geht jemand her und daheim, die ziehen sich an, dann sie einduften, nicht, mit Deo und länger oder die Toilette an oder so Sachen, die prima Wäsche, gehen sie los, du, jetzt müssen wir müssen los, nicht, dass wir uns, dann gehen sie wohin und dort und alles nur, weil wir spielen. Und so wie da. Und da haben wir gesagt, das ist eigentlich ein Wahnsinn. Das ist ein Privileg. Das ist ein Privileg. Und Absolut, ja. Ja, das ist ein Privileg. Privileg. Das haben wir gesagt. Ja. Und ich meine, das ist jetzt kein, wie sagt man da, kein Süßholz, Nein, sondern das haben wir uns gedacht, das ist eigentlich eher Wahnsinn, dass es Leute machen. Und das muss man auch gutieren und muss man natürlich auch einmal, das muss mal gesagt sein. So schaut's aus. Und darum geht der nächste Schluck jetzt an euch. So schaut's aus. Prost auf euch. Auf euch. Danke vielmals hier, dass ihr eure Zeit mit uns verbringt. Das ist natürlich eine große Ehre für uns. So haben wir gesagt, ja, voll schade, aber ist halt so. Tun ja andere ja. Das trifft mich wirklich, weil ich habe das groß im Kalender drinstehen. Und also ich habe da ein Ding, aber immer gedacht, ich krieg das noch weg, was ich habe. Ich krieg das noch weg, aber schwer, aber möglich wäre es vielleicht gewesen, aber jetzt, nachdem es bei dir auch fix ist. Aber tun wir holen das nach, das wird legendär, wir werden irgendwas machen. Aber, ja, ich meine, ihr werdet auch ohne die 16er Buben mörderische Freude haben und einen Spaß haben. Das glaube ich und der Gaude. Und vielleicht trinkt sich der Achtel dann halt auf uns, war ganz leibend. Wir werden das auch machen, aber irgendwo. Mal schauen. Aber wird nachgeht. So, genug gesprochen. Ja, Christoph Acker, wie mittlich ein fesches Gesicht, das könnte man sich doch glatt ausbauen, aber wie schaue ich dann aus? Ja. Na gut, spielen wir das. Wenn der Acker das schon so. Und der Acker das sagt. Wenn der Acker das schon so reinbringt. Das ist auch gesund wieder aus Island zurückgekommen. Rudi Lux. Ja. Und Richard Czapek. Geht schon noch? Ja. Was liest der? Der Christoph Acker, ich sitze immer mit farbenfrohen Hemden vorm Stream, ehrlich. So, pass auf. Jetzt hast du es rausgefordert. Wo habe ich ihn jetzt gefressen, Ackerl? Wo habe ich ihn? Da, meine Herrschaften. Das, der farbenfrohe Acker. Bevor er nach Island gefahren ist. Ich kann dir vorstellen, wie weiß er jetzt ist. Ja. Nein, hat er Farbaufzug vom Heimführen. Weißt du? Dann muss man ja zurück. Und ich meine, das ist für von alle der die. Seeluft, von der Fähre, der Farbe. Du, für alle jetzt aber ganz wichtig, das ist schon ein Farbfoto. Das ist ein Farbfoto. Und alle haben gesagt, Acker, bitte, gehen zum. Ja? Aber nur so viel, also so sitzt er vom Ja, Stream. das schaut aus wie ein handkoloriertes, ausgebleichtes Schwarz-Weiß-Foto aus den 20er Jahren. Das ist ja so, oder? Ich habe da noch daheim von meiner Großmutter und Urgroßmutter. So. Der Acker, wieder der Urgroßvater. Nein, das passt schon. Matthias Mariacher verabschiedet sich für heute einen schönen Abend. Vierte gut, schön, dass der Servus. Schau, Hannel, Maschi sagt danke. Ich genieße jeden Montag. Hannel,
Danke dir, wir genießen auch jeden Montag. Das muss ich echt sagen. Wir freuen uns schon unglaublich immer auf die Pawlatschen. Das ist jetzt schon so eine Sache, das ist echt kein Muss, keine Pflicht. Nein. Manchmal denkt man sich schon, okay, erst jeder Montag, das schneidet immer irgendwie ein. Aber kaum ist man da, bin ich mit dem Klaus da, oder ist Wir freuen uns immer voll. Also das ist für uns, es ist einfach so. man kann auch sagen, Ja. ein Heimspiel. Ja, es ist für die. Ja, das stimmt, Meistens. das stimmt. Ja. Weißt du, das Studio Donaufeld, nicht? Richtig, richtig. Schon in Ordnung. So. Ja, Ich fahr jetzt da. Also. Schau, was haben wir noch? Fritzl-Status. Die Qualität eurer Musik spricht für euch. Dankeschön, Fritzl. Danke. Ja, das hoffe ich schon, weil man, das nehmen wir schon ernst. Wobei wir da schon oft so einen Ballerwatsch zusammenspielen, aber das ist gigantisch. Aber ich denke mir, da ist man unter uns. Und ich glaube schon, was, aber das Und mit das ist völlig YouTube. ungekünstelt heute bei uns da. Na, immer. Ich meine nicht nur heute, Ja, dann sag nicht heute, was du nicht heute meinst. Ne? mit einem Blöd. Ja, da redest du Blödsinn. Das sag ich dir seit Jahren, dass du einen Blödsinn redest. Aber du glaubst mir's nicht. Heute erstmals erkennst du es. Nutzt auch nichts, ich weiß nicht. Das ist Nein, aber ich glaube, es das war Zufall, hat nichts mit einem. Aber es ist ja so, wenn man das hat keinen Sinn, wenn man, wie soll ich sagen, wenn es jetzt Leute sehen oder dann nachher anschauen oder irgendwas, ich meine, so viel werden sie es nicht anschauen, aber dann, so nicht, doch einige. da sieht man, ja, aber da sieht man, dass man halt, das ist, so ist das Leben. Also, wenn einer glaubt, der Profimusiker ist jetzt halt immer ein Profi im Sinne von, spielt immer perfekt und richtig. Nein, das ist nicht so. Man muss kaschieren können und Ja, man muss bei man einem sich Konzert selber schon, machen. aber die Pawlatschen ist ja ein bisschen was anderes als ein Konzert. Die Ja, das plaudern ist ja dazwischen Hausmusik. und spielen dann einfach dazwischen. Da ist auch, muss ich sagen, die Konzentration ein bisschen anders beim Spielen. Also bei mir zumindest. Ich bin voll fokussiert. Ich bin schon fokussiert, aber Ich bin es ist anders. Du kannst das nicht halten, die Spannung. So. Ich bin total da. Ich bin straight. Es geht um die Show. Merkt man eh. Ja, aber es ist auch bei Ja, Konzerten. es Ich ist meine, klar, natürlich heißt, klar, aber, es ist, aber- aber oft passiert das genauso bei Konzerten. Kann immer passieren. Der Punkt ist der, das ist live und da muss man drüber. Ja. Und manchmal ist es am besseren Tag, manchmal einen schlechteren, ist wurscht. Eine Grundbasis muss immer da halten können, aber man darf sich Ja. selber nicht so ernst nehmen. Nein, gar nicht. Man sagt, hey, jetzt habe ich das falsch gespielt oder so. Ja, ich meine, ist ja wurscht im Sinne von. Kaum hast du den Ton gespielt, ist er schon weg auch wieder. Ist er schon weg, genau. das ist So kann man es sagen. Der Raphael sagt, obwohl ich körperlich nicht viel tun kann, aber euch genieße ich, Raphael. Raphael, super, danke, das freut mich. Das gefällt uns auch. Die Daniela sagt, auch, der Montag ist Fixtermin, da werden keine anderen Termine ausgemacht. Genau so versteht es auch. Sehr leibend, Daniela, großartig. Handkoloriert oder hanfkoloriert, Markus Pristoni? Beides. Aber das war, wie wir das erste Mal präsentiert haben, das Foto. Die Zuschriften waren so lieb. Das war herrlich. Christoph, bitte geh in die Zoom. Wurscht, Bitte aber so. geh einfach in die aus. Zoom. Bitte geh raus. Geh raus. Bitte geh raus. Lass da ein bisschen an. Ja, aber der Landtagsstrom ist ein Wahnsinn. Seit 18 Monaten nur eine Pawlatschen verpasst. Wahnsinn. Das ist so eine Welt. Aber Freunde, da müsst ihr jetzt reinhauen. Für den Landtagsstromer Markus bitte eine Orgie an rote Achtung. Achteln. Ja. Weil man seit 18 Monaten, du, ich sag dir was Landtagsstromer, sogar wir haben in 18 Monaten die ein oder andere Pawlatschen verpasst. Ja, Aber also- du, aber ich, Ah, ja, durch diverse Gründe. ja, ich meine, das ist eigentlich ein Wahnsinn. Markus, das ist Welt. Haut eine bitte eine rote Achteln für den Markus. Ja. Der Patrick dampft sowieso, darum ist es so schwül, Christoph Acker, ja. Es war vorher auch schon so Ja, schwül, ja. aber die Idee ist gut. Der Patrick ist schuld auf jeden Fall, das Mit passt. dem was ein. Ja, Schau, Hubert Hinkhofer eröffnet das Reigen. Die roten Achteln für den Landtagsstrom Fritzl zieht nach. Ein Wahnsinn, seit 18 Monaten nur eine einzige Pawlatschen verpasst. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Das ist ein Pawlatschist. durch Dinger. und durch. Ein Pawlatschist. Also, Dinger. Ein Pawlatschist, Dinger. Na sicher. ein Pawlatschist gefällt mir eigentlich am besten. Ein Pawlatschist. Der Bernd Roth sagt was Richtiges. Lieber schier als Playback. Ja. Ich meine schier. Naja, schier ist. Aber ich weiß, was du meinst. Da hat der Patrick schon öfter gefällt. Ja, Christoph Acker, das stimmt auch wirklich. Ich hab glaube ich, zweimal oder dreimal habe ich nicht Vier gehört. war, fünf. Fünfmal? War ich nicht? Du hast fünfmal Einmal war nicht es gemacht? krank und zweimal war es aus familiären Gründen. Ja, Und dann habe ich der war- Todesfall. Ja, fünfmal war es insgesamt. Ich habe Ja. fünfmal wer allein gemacht, ja.
Ja, Wahnsinn, hätte ich mir jetzt auch nicht gedacht. Jawohl, schau, da geht's rein. Schau, die Daniela Schlögl auch. Ist bei mir auch nur einmal wegen Urlaub versäumt. Wahnsinn, sagt ihr. Der Kaverner, das Gequatsche dazwischen macht euren Stream erst aus. Einfach geil, da kommt Freude auf. Du gehörst also zu der Fraktion, die sagt, nein, jetzt spielt schon wieder was. Die anderen sagen, hört's auf, zu reden, spielt's was. Die anderen sagen, bitte red's weiter. Aber leibert. Dank der schön Kaverner, dank der schön Mega Pampert noch eine. Ja, der Fritzl Stackus sagt zum Landtagsstrom richtig, bist ein echter. Ja, aber Fritzl, bist aber auch ein echter. Fritzl war immer dabei. Immer. Kann ich nicht. Fritzl, hast du was versammelt einmal? Geht mich gar nicht. Ich glaube, der Fritzl war sogar dabei bei unserer mörderischen langen Sendung, die 8 Stunden dauert Ja, hat. ich glaube auch, ja. Oder 8,5 Stunden. 8,5 Stunden waren es fast. Wir haben einen Arbeitstag bablatiert. 8,5 Stunden Sendung, 8 Tage habe ich es gespielt. Das ist noch, Das ist aber legendär. Ich muss einmal schauen, welche Folge das war überhaupt. Aber 8,5 Stunden, das war das die erste XXL? Das war die erste XXL. Ja, bei den anderen waren wir natürlich ein bisschen kürzer. Waren wir nur 6 Stunden, Nur 6 Stunden, 4 Stunden. Wir machen aber wieder mal sowas. Versprochen. Irgendwann. Na, so ein XXL, das sicher. Nein, wenn wir wieder draußen sind, bei mir in der Klasse auf jeden Fall. Und ich sage einmal, ohne dem vorgreifen zu wollen, sicherlich wird auch unsere 100. Jubiläumssendung. Jubiläumssendung wird auch länger dauern, ja. Das werden wahrscheinlich dann doch. Wir werden nicht allzu viel organisieren, weil das wird wirklich kompliziert. Und dann vor Weihnachten überhaupt. Vor allem, wir machen sie aus Botschenau. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, Das ist am ziemlich sicher sinnvollsten wirst du schon draußen sein. Ja. Ja, aber nicht nur das, aber geht ja darum, dass wir beide auch was trinken dürfen. Das kann man mit dem Auto fahren muss. Gangen zur Not da auch, aber es ist, wir wollen das Munkelein nicht stören, wenn wir dann um 7 Uhr schlafen gehen. Beim Schlafen. Wollen wir es beim Morgenkaffee nicht stören. Nein, aber so, das wird aber auf jeden Fall ein Wahnsinn. Also muss ich echt sagen, absolut Hut ab, Landtagsstrom, aber wie gesagt, ich glaube, also Daniela Schlögl, Detto, mit nur einmal wegen Urlaub nicht dabei, wobei das ist keine Ausrede. Man nimmt der Christoph Acker her, ne, der extra eingestiegen ist, wie er in Reykjavik war. Extra ist er eingestiegen aus dem Kaffeehaus oder aus dem Wirtshaus dort, nur um uns eine Spende zukommen zu lassen. Und das ist nobel, nobel, nobel. Also, das werden wir dir nicht vergessen. Der Martin Rexeis, red's einmal was. Ja, so, okay. Ich war dann dabei, wenn es lang war. Jawohl. Ja, großartig. Ich war immer dabei, wenn es immer lustig war. Jetzt spielen wir endlich für Christoph Acker. Ja, was spiele ich für Christoph Acker? Genau, ja, richtig. Gebogen man an dein Gesicht, ich möchte halt fest sein. Nicht wie ein altes Semmel, sondern resch sein. Ich hab heute noch ein Rendezvous. Da brauche ich dein Gesicht dazu. Und schmeckt der Wein ein resch ein bisschen handig. Mit deinem Gesicht, da bin ich niemals grandig. Ich weiß, dein Gesicht, das ist ein Meisterstück. Und wenn ich heimkomm, kriegst du das sicher wieder zurück. Gestern war ich traurig, wie ich mich ins Spiel schau. Ich denk mir mit meinem Gesicht, da kriegst du keine schöne Frau. Plötzlich hab ich eine Idee, die ist doch gar nicht schlecht. Ich frage ihn Acker, ob er mit mir sein Gesicht nicht tauschen möchte. Geboren mir da dein Gesicht, ich möchte nicht fest sein. Nicht wie ein altes Semmel, sondern resch sein. Ich hab heute noch ein Rendezvous. Da brauche ich dein Gesicht dazu. Und schmeckt mir deiner resch ein bisschen handig. Mit deinem Gesicht, da bin ich niemals grandig. Ich weiß, dein Gesicht, das ist ein Meisterstück. Und wenn ich heimkomm, kriegst du das sicher wieder
Schwarzrot. Ich bring mich um. Ich hab genug. Die ganze Steuerzahlerei ist ein Betrug. Ich bring mich um. Ich mach ein. Doch vorher schreibe ich noch ganz gescheit in mein Testament. Mein Hirn, das kriegt die Polizei, weil die hat eh keins und die nimmt es sicher gleich. Den Körper schenke ich der Medizin und nur mein Arschloch kriegt's Finanzamt Wien. Vor 20, 30 Jahren, da waren wir doch noch allein. Da hab's uns nix wie saubere Bäume und saubere Bären und gehen. Und haben's vertanzt und umgestrampft, das war gewisser frei. Ja, sehst, das waren halt da zumeist noch gern gesunde Lein. Wann der Ressikattel gesungen haben, das war ein gewisser Pflanz. Gegen Tanz und Lieder wurden wir von den Dänen gewohnt. Der dicke Peppi Karl und der Franzl, alle drei. Ja, haben's vertanzt und umgestrampft, da war mir gleich dabei. Ist mit dem Singen schwer, wir haben keine Stimme nicht mehr, tanzt wieder nicht so, wir sind aus Heu und Stroh. Jo, jo, mir geht's schon ein, da muss ein Fehler sein, wir haben auf der Welt keiner mehr gehört. Aber Fisch muss gehen, sonst hat das Leben keinen Wert. Nicht Fisch muss gehen, der Mensch ist noch kein Pferd, nicht setz, nicht Fahrt. Het muss eine Stimmung geben, oder tu dich um das letzte Gerstenwort. Na, 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 schenkt sich ein, brauchst nix auf was wir gern haben, denn so jung wie hätte kommen immer zusammen. Einmal im Monat, da pfeif ich auf Tschüss, ich hab vom Vater so ein Driss. Ich nehm mein Madel und fahr noch Grinzig hinaus, dudel mich tut aus. Spülen siehst die Schrammeln, da wird mir nicht fad, und ich vergiss ein Musikautomat. Ich brauch keine wilde Musik, hab sonst kein Verbiss. Einmal im Monat, da pfeif ich auf Tschüss. Und dann dudeli, und dann dudeli, und dann dudeli wie aus. Ja, weiß ich selber. Jetzt trinken wir noch eine Flasche Wein, hol oder roh. Es muss ja nicht das Letzte sein, hol oder roh. Beim Trinken ist gut, ist angeniert, hol oder roh. Da müssen wir noch eins repetieren, ja noch eins repetieren. Buschmarsch. Mir ist auch nicht eingefallen. Jeder Mensch
schon auf der Erde. Wie man sagt, sei stecken fern. Und das meine ist daheim, dort wo die Wemperl wachsen da. 50, 60, 50, 60. Vorm Haus ein grüner Buschenwind, wo man ohne Wehrlieder singt. So aus da unten, wo das jedem vertraut, so habe ganz aus unserer lieben Wehre Stadt. Wo der schwarze Kohle sitzt am Foss, wo man sich aussauft, so wie schon war schon los. Dort wo man trinkt und isst, dort wo man alles vergisst, was hätte nimmer mehr zu wiegen ist, jawohl. Ah, Wahnsinn, echt gefällt jetzt die Achteln von einem Weintraum auch, was ich so sehe. Es ist unglaublich. Ja, das ist natürlich kein Wahnsinn. Das ist natürlich Wahnsinn. Ja, na gut, also die Eigenkomposition machen wir jetzt auch noch. Weil Ja, so das viele sicher. gewünscht sind, aber wir müssen Das Luft ist schnappen. sicher. Jawohl, Oliver Grün. Grüß dich gut. Servus. Dich ein Hit. Da Ja, ist schau. schon wieder- Christoph sagt auch, die sind die besten 16er Buben aus ganz Wien. Ich möchte fast sagen weltweit, weil ich glaube, es gibt wirklich sonst keine 16er Buben mehr. Smoke on the Water oder Dampf in der Pavlatschen von K. Werner. Leiband, jawohl. Da! Dampf in der Pavlatschen. Na scheiße, wie geht denn das? Jesus, nein. Ah nein, ich weiß, ich war jetzt ganz woanders. Du warst jetzt ganz woanders. Ja, Ja, was, ich was, war's was? auch gerade gedacht. Ich weiß, wie jetzt war. Darum muss ich nicht ausgehen. Ja. Ja, aber ich kann nicht texten. Ach so. Ich kann nur. Ja, gut, macht man eh nicht. Die hab ich auch noch nie verstanden. Das ist aber Ja, Wahnsinn. Ja, das ist ja Wahnsinn. Klaus, ist das. Was? Ist das. Ach, Stopp, Jazz-Gitarre auf deiner Wand. Art Stopp? Nein, das ist ein Ibanez. Das sieht man nicht. Das ist eine Art Stopp, ja. Also, ich sehe die Art Stopp. Was ist die Art Stopp? Ach Art so, ja, ist ein Art Stopp. Ist ein Art Stopp? Geh mir an. Ja, ist Das eine. ist wirklich wahr. Ja, ich gehe mir aus. 32 Groschen, Rudi Korbes, das ist aber eine Idee. Ist eine gute Idee. Das machen wir. Besinnungsänderung sozusagen. Es gibt schon so Zeiten im Leben, da geht einem alles daneben. Da lässt einem alles und jeder im Stich. Man zweifelt an allem, man zweifelt an sich. Und bin ich schon mal hin und wieder mir selbst und den anderen zuwider, trag ich mein Gemüt in die Reparatur, in Gottes freie Natur. Dann kauf ich mir für 32 Groschen einen Vorschein noch ne Woldig. Da draußen halt die ganze Welt die Goschen, die sind weg. Und so leicht das Blut und so froh der Sinn, und ich hab den Mut, dass ich glücklich bin. Und alles das für 32 Groschen in der Nähe von Wien. In allen erdenklichen Staaten, ja, da streiten die Herren Diplomaten. Ob rechts oder links nur die Seligkeit wär, ja, so streiten sie hin, so streiten sie her. Und wie schon die Großen der Erde, ja, so macht es die folgsame Herde. Sie folgt ihren Führern durch dünn und durch dick. Aber ich, wenn ich her Politik, naja, dann kaufe ich mir für 32 Groschen einen Vorschein noch ne Woldig. Da draußen halt die ganze Welt die Goschen, und alle Sorgen, die sind weg.
und so leicht das Blut und so froh der Sinn. Und ich hab den Mut, dass ich glücklich bin. Und alles das für 32 Groschen, ganz in der Nähe zu sind von Wien. Beim Wein darf's nicht fad sein, beim Lied muss schön stark sein, sonst hast nur die halbe Freude. Beim Plaudern musst lieb sein, beim Busseln a Dieb sein. Tust das nicht, tut's das später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal am schönsten verfliegt auf der glückliche Stunde. Drum darfst niemals fad sein, kommt das Glück, muss schön stark sein. Noch ist aber sonst fliegst du ins Wind davon. Der Gräser die Mühe. Am schnellsten verfliegt oft a glückliche Stund. Drum darfst niemals fad sein, kommt das Glück, musst schön stark sein. Noch ist aber sonst fliegst du davon. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig, aber manchmal noch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir.
lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will dich, mach keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig, manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Na, 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 bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Jahre wohnen wir im gleichen Haus. Wir gehen beieinander ein und aus, andere Bräuche, andere Sprache. Einer lernt vom anderen noch und noch. Meine Heimat ist wohl, sein ist fern, doch das tut uns zwar nicht stehen. Wir haben viel erlebt, waren im Onkelverein. Ja, wir sind die besten Freunde. Happy benennt mich mein Havara. Ich sag, er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber. Doch ist das selber damit gemeint. Happy benennt mich mein Havara. Ich sag, er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Man kennt fast sagen, zu jeder Zeit, spür ich den Trottel für die Leute und manches Mal platzt mir der Kran. Da geht den Wurstel, ich da schlau. Den Kasperl spielen, na, das stört mich nicht. Danke meinem Freund, der zu mir steht. Ein guter Freund hat immer Zeit. Mein bester Freund heißt Einsamkeit. Und bin einmal ganz allein. So sind wir denn noch immer zwei. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm beständig ich zu zweit. Und wir einmal allein sein, dann lade ich mir ein paar Freunderlein. Und hat das Leben das Ende mir gebracht. Kein Mensch mehr über mich lacht. Ja, so macht die Augen langsam zu. Und geh allein nicht dann zur Ruhe. Nur einer gibt mir noch Geleit. Es ist mein guter alter Freund, die Einsamkeit. Mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm ständig ich zu zweit.
Kopfverlag hat, Knie auf die Schuhe und aufgeschiffte Wunden. Ob eingeschossene Schäden oder beim Zündeln was verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was damit tut. Auf der Schoß von der Mama ist geborgen und beschützt, wo man es gerne so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Ist man älter geworden, möcht man das auch gern tun. Man kommt zur Mama zu Haus, trinkt Kaffee und redet sie aus. Drucken manche Sorgen, die ja noch so schwer bei der Mama nimmer mehr. Weil du legst deinen Kopf auf den Schoß von der Mama, dann ist alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man es gerne so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Na, war das ein Medley? Was heißt, hä? Bis denn da. Das muss einmal ja einer nachmachen. Ja, der Michael muss halt nochmal nachmachen. Ein Bestmedley ever, sagt der Christopher da. Das kannst du aber auch nur machen, so, ich sage 26 Jahre zusammengespielt, weißt du, es kann nichts passieren. Selbst an einem Tag wie heute. Ja, nein, das ist wirklich wahr. Immer wieder Gänsehaut, eine gehörige Portion Melancholie, Markus Prestoni. Das ist ja Wahnsinn. Der Wolfsberg und Tour TV ist dabei. Servus, Servus, Christi, das gefällt uns. Ich muss gleich Wasser nachschenken. Der Anschab ist, glaube ich, eine gute Elektromarke, ist eine schöne Gitarre. Die Marke ist Raphael Illmeier, die Marke ist Ibanez. Ibanez. Oder was, wie man das sagt. Also Ibanez ist die Marke. Ibanez. Und Artstop ist dann die Bauform. Die Bauform. Aber es ist eine gute Gitarre, da kann man nichts sagen. Boah, so ein Wahnsinn. Schaut euch die Achtel, wir sind hinten noch bis der Deppert. Wien ist einfach wunderschön, sagt der Fritzl Stadtgas. Das stimmt. Wien ist wunderschön, das stimmt wohl, ja. Scheiß Deppert. Wieso ist mir runtergefallen oder was? Nein, ich glaube, weiß ich noch nicht. Das ist ja Wahnsinn. Ich weiß ja schon, wie weit hinter ich bin. Ja, Wahnsinn. Ja, wir haben jetzt ja eine Viertelstunde durchgespielt, mindestens, glaube ich. Also, Wahnsinn. Aber es dürfte gefallen. Und diesmal Text auswendig. Daniela Schlegel. Aber Daniela Schlegel, was hast du nicht gemerkt? Den Text bin ich gleich ausgestiegen. Also die letzte Strophe geht, aber nachdem wir ja ein Medley gespielt haben, nicht alle Strophen, da habe ich mich drüber traut. Alles gut. Da habe ich mich drüber traut. Ein Mörder-Medley. Ja. Das, was ist Ja. Nein, und der Patrick zu Recht oder auf den Urblick angesprochen. Mir hat selber Spaß gemacht. Ja, das war super jetzt, ja. Ja. Super. Puh.
Ja. Ja, aber ich glaube, wir werden jetzt den Schluss machen. Wir werden Schluss machen, weil 2 Stunden sind durch. 2 Stunden sind durch. Ja, was haben wir denn? Es ist bald 10:30. No. Wunderschöne Zeit, die Zeit ist verflogen. Fritz Stadt, das Lied bereitet bei mir immer Gänsehaut. Ja. Es ist wirklich, ich muss sagen, da bin ich echt so dankbar den Pawlatschingers, weil also ohne euch oder ohne der Pawlatsch hätte ich ja viele von diesen eigenen Liedern gar nicht mehr so viel gespielt. Nein, noch durch Corona und du Ja, zwei ja, Jahre Ausfall weil man jetzt da eigentlich, ja, wo ich man da irgendwie, ich spiele aber die Bekannten oder was ich die Leute nichts kenne. die eigenen kennen Ja. gespielt. Ja, aber das So ist es. Überweisung ist unterwegs. Mein Erbtant hat was auslassen, Rudi Korbes. Oh, Jesus. Da müssen wir noch machen. Müssen wir noch machen. Danke, schön, Rudi. Da spielen wir natürlich noch die Erbtant. Die haben wir jetzt noch eine. Dann machen wir die Schlussnummer. Nein, machen wir die Erbten und hängen gleich die gleiche Tonart, passt eh? Ja, was serviert oder was? Oder die Serviert andere? der Frühstück, ja. Ja, das machen wir. Das machen Nein, wir. ist nicht die gleiche Tonart, aber es... Nein, das ist ein G. Gell? G, ja. Mhm. Aber es macht ja nichts. Gingen aufs D7, da fangen wir eh an. Genau so Der ist es. dominante Septakkord wird alles richten. Man muss sich auf gewisse So wie Dinge immer. in der Physik verlassen. Du, aber war ein leibender Abend, muss ich Mir hat sagen. es Wieder. wirklich Spaß gemacht. Und wie gesagt, also Absolut. mich gefreut, weil die eigenen Lieder eigentlich auch wirklich, also ich habe die eigenen Lieder erst wieder schätzen gelernt, durch die Pawlatschen. Durch die Pawlatschen eigentlich, Also ja. durch euch. Ich sage Dankeschön. Wir trinken aus, hast du schon ausgetrunken? Ich hab schon, Ja, aber Wasser habe ich Aber nicht. dann trinke ich mein Wasser, warte, trinkst du Zum jetzt Wohle. das Wasser aus, dass das wegkommt. Wir sagen nochmal herzliches Dank an den Klaus Seidel, der sich das noch anschauen wird, aber sich mal wieder dabei sein wird. Und das ist fürs Munkelein auch noch Den was herrlichen überbringen. Gas, wir haben was überlassen. Wir haben was überlassen und ja. Boah, ein Mordstrom-Medley eher als ein Mörder-Medley. Ja, ein Mordstrom-Medley, das stimmt, ja. Nein, das war ja Wahnsinn. Ja, Raphael Lehmann, genau, Artstab ist die Bauform, die Bauform, ja. Ja. Genau. Na gut, meine Herrschaften, mein letzter Schluck auf euch, schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns hoffentlich einander wieder, wir sehen uns einander. Das ist auch schön, ne? Wir sehen einander hoffentlich wieder. Dann, Genügt ein kleiner Schritt zueinander. und Und schon findet man eine Lösung Miteinander. Schöner Reim eigentlich. Ja, so wie geschrieben, gell? Du geschrieben, ja, Was ist das für ein Lied? Wir werden kein Wir werden kein aber ja. Das war wirklich, das ist schon so, da habe ich keine, da weiß ich nicht mehr. Das müssen die erst runterhuchen wieder. Ich hab das alles. Ja, du hast das Ich hab alles. nichts gespielt, ja. Ja, und wieso, was soll ich das dann nicht machen? Du hast mir mal notiert mit so Punkteln. Ach so, das kann schon sein. Das kann schon sein. Ja. Ja, genau. Da. Wir werden keinen Richter brauchen. Hieß es schon in früherer Zeit. Durch Plädoyers erreicht Allein man gerecht war keine Gerechtigkeit. Denn oft genügt ein kleiner Schritt Zueinander. zueinander. Und schon findet man eine Lösung miteinander. Jawohl. Wolfsberg und Tour TV ist dahin. War wie immer leibend noch ein bisschen reinhören. Schön, dass du dabei warst. Hat mich Tschüss, gefreut. servus, vierte. Und ja, nein, wir machen eh quasi auch Schluss. Ich Sehr zum fasse Wohl. auf. Wir sehen uns nächsten Montag wieder. Nächsten ne? Montag wieder, Dazwischen, ja. Wenn ihr Lust habt oder wer in Wien ist, schaut noch. 13. Röschenkeller. Freitag der Röschenkeller, 15. am Sonntag unser berühmter Sommerfrühschoppen beim Karl Lentner in der Lentner. Amtsstraße 44. Findet ihr alles bei uns auf der Homepage natürlich. Und dann vorausschauend natürlich Skonarium 21. Batschenau. 21. So. Und noch einmal Zeit darauf hingewiesen, in der Beschreibung findet ihr die Möglichkeiten, in den virtuellen Hut was einzuzahlen. Und da dankt mich jetzt schon recht herzlich. So, wer noch kein Erbtant hat, der kriegt es jetzt zu hören. Ich glaube, mein Erbtant, die wird 140 Jahre. Ob ich die Erbschaft oder lebe, ist nicht ganz klar. Sie hat die Tausender im Sack und ich kann's brauchen. Renn schon in die Schuhe, hab nichts zum Tschechern, nichts zum Rauchen. Sie lebt bescheiden, unsere Tante Melanie. Und die Verwandtschaft wartet schon lange auf die Marie. Es ist eine Ungerechtigkeit auf der Welt. Die Tante trinkt nicht, die Tante trinkt, raucht nicht, die hat kein Haber, die hat nur Geld. Als Kind hab ich oft müssen, die Tante freundlich grüßen, das fiel mir oft schon ziemlich schwer. Aber will man sich's verderben,
wenn's heißt, man kennt was erden. Aber ob ich das da leb, das glaub ich nimmer mehr. Weil? Ich glaub, meine Erbtante wird 140 Jahre. Ob ich die Erbschaft noch erlebe, ist nicht ganz klar. Sie hat die Tausender im Sarg und ich kann's brauchen. Rennt schon im Schuh, hab nix zum Tschechern, nix zum Rauchen. Sie lebt bescheiden, unsere Tante Melanie. Und die Verwandtschaft wartet schon lang auf die Marie. Es ist eine Ungerechtigkeit auf der Welt. Die Tante raucht nicht, die Tante trinkt nicht, die hat kein Haber, die hat nur Geld. Und das ist das, was uns auf der Welt so fehlt. Herr Wirt, ein Vorschlag. Ein letztes Viertel, der Hund mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heut singen wir das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wir haben heute gesungen, haben viel gelacht, den Abend miteinander verbracht. Das ist erst gewarnt worden bei so manchen Lied. Wir haben was getrunken und haben was gegessen, den Alltag miteinander vergessen. Doch sind wir ehrlich, wir werden schon ein bisschen müde. Ja, wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön, es hat uns sehr gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Lied. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Und wie ich bei meinem letzten Viertel sitz, denk ich an meine blöden Witz, an die schönen Wernerlieder und an die Gemütlichkeit. Wir haben jetzt geposcht und gesungen viel, nur gegen ihn wird's langsam still und so hat jede Stimmung ihre Zeit. Ein Vorschlag. Ein allerletztes Viertel. Mein Gott, der Hund mit euch war so schönes, hat uns gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. So schaut's aus. Führt euch gut. Viert euch. Dran, wart. Menschen, Menschen, zusammen